8 Sekunden, genau. Das sagt er. Ah, Timmy Boy, du bist der Apf. Um Gottes Willen, hab ich der Letzten aus. Nicht einmal die Timmy Boy retriggert die einfach. Und verzeih die Leute, du bist 16 Sekunden spät. Das weißt du, was ich weiß. So! Das schaut doch gut aus. Ich höre mich selber, ich sehe mich selber, das klingt gut. Timmy Boy kriegst du dir daheim. Und den ganzen restlichen Sauhaufen da herein! Halle! Evans, Birger, Micker, 20 Uhr. Letzter Horror-Stream! Und jetzt Gott sei Dank rüber bis nächstes Jahr Oktober, weil sonst scheiße her! Resident Evil zeigen wir nicht. So schaut's aus. Hoppala, hätte ich fast hergespielt. Was mich ein bisschen beunruhigt? Kann schon wieder keine Stories auf Instagram posten. Ob da nicht schon wieder was ins Höschen gegangen ist. Chris Kotzen. Chris mein Haufen, da mir nichts passiert. Habe die Ehre an den Herrn Flogger an, den Balschmann an, die Freier an, den Brücke an, den Flogger an, an die Steffi 03 und an die Steffi B, an den Herrn Gromit, an den Basti, an den Riesemike, an den Manning, an den Feierhunter, an den Allgäu-Zocke. Ja, der erscheint da im Chat. Aber der erscheint wieder nicht, weil es wieder nicht warten können bis 2 Minuten nach Streamstart. Da werden keine YouTuber-Leute angezeigt. Ich weiß nicht warum. Das ist seit der Sommerpause so. Jetzt haben wir wirklich bloß noch 4 Wochen, dann muss ich sagen, das ist seit der Sommerpause 2025 so. Kannst du das eigentlich? In einem Monat ist Januar wieder. In einem Monat ist 2025 vorbei. Was ist denn da eigentlich passiert? Linze! Da habe ich der Biergeist Facken, letzten Hosenumfall heute, Winklerbräu, Längenfeld, Kupfer Spezial. Kruzifix, wo ziehst du noch gut über das Bier? Das ist ein Wahnsinn. Merci dir. Timmy Boy, dein Mann ist 16 Sekunden zu spät, alles deine Schuld. Ja, gut, passt. Sagst du es ihr? Das ist das nächste Mal dann. Speckmeister, merci für den Resub und 3 Monate habe dritt beieinander. Es wird leider nicht angezeigt, weil YouTube, weiß ich. Ich kann es nicht mehr retriggern, weil es in meiner Liste nicht drin ist. Es ist Text bloß im YouTube-nativen Chat. Und dann Allgäu zocker merci für 54 Monate. Gott, verdammter Irre. So, wir schauen mal aus. Schauen wir gut aus, oder was? Ich sag's, es ist, ich habe genauso viel Bock wie letzten Mittwoch. Aber es gibt einen Lichtblick, wir werden heute fertig. Also wir spielen heute fertig, egal wie lange das dauert. Und ich habe das Gefühl, es wird nicht bis um 10 Uhr dauern. Wenn ich Horror höre, bin ich da. Nadine, so nicht. Der hier für... Oh, ich habe eine Geschichte zum Verzeihen. Ja. Franz Messi. Der hier will das Finanzamt, nimmt das Geld und gibt die Hälfte wieder ab. Fix, ja. Erst gebe ich ein Drittel YouTube, dann gebe ich die Hälfte am Staat. Und das letzte Viertel, das bleibt mir ein. Und das wird mir dann genommen, weil am Finanzamt Teufel zu mit. Warte mal, was? Warum ist denn da eigentlich der Alert-Sound aus? Fix wieder null vorbereitet. Warum? Jetzt ist er da. Weil den ganzen Tag schon wieder nur ein Alex umeinander wurstelt. Das muss aufhören, Leute. Gestern war ich noch großmütig und habe gesagt, am 19. Dezember geht Alex an. Kannst gleich streichen, vergiss es. Tu ich nicht. ich sag das, es ist, seit 4 Wochen sitze ich da und werke in das Speyer wie ein geistig Behinderter und vernachlässige schon wieder alles in meinem Leben, alles. Durch die verschissene Bank. Ich brauche Auszeit. Safe nicht. Es hilft nicht. Und lieber machen wir es nur mehr einen Monat später oder was weiß ich was, also nach der sehr wahrscheinlich nach der Weihnachtspause. Es war ja ein Vogelkrieg. Ja, komplett. Ihr hört jetzt auf mit der Rundunetterei, weil in 2 Minuten scheiße eigentlich mit Werbung voll. Dieser Schlafer dran. Habe der, du weißt, was jetzt den Begriff kommt. kenne ich 3, nicht. 2, 1, Hashtag Du dein Maul, du Trottel. Erinnerungsmarker, du Trottel. Merci dir. Müssen wir bekommen mit mehr als für 80 Monate. 80 Monate! Ich freu mich schon die ganze Wochen auf Unmond. Echt aguats spü. Bin ich froh, dass du spüst und ich zur ankauen, weil ich scheißert mal nur in die Hosen. Lassen das tue ich auch, aber ich fühle mich halt dabei. Was soll ich machen? Gut, kein Merci dir. Der Gechillte, der Merci war alle, jetzt kommen aber die ganze Alten raus hier. Der Gechillte ist 82 Monate dabei. Wie viel Jahre haben 82 Monate? Oder 80 Monate bei der Vaping Hobby. Deinen Namen weiß ich auch schon extrem lang. Der Gechillte, deinen Namen kenne ich, aber da hätte ich jetzt nicht gewusst, dass, 82 geteilt durch 6. Ich bin ein totaler Volldepp. 82 geteilt durch 12, du Trottel. Alter, das haben fast 7 Jahre, Mann. Alter, halt doch dein Maul. Leck mich am Arsch, Alter. Mr. Gechillter und Vaping Hobbit, für die wir rechnen das auch noch schnell aus. 6,66 Jahre. Heilige Scheiße, das ist richtig narrisch, Alter. Das ist richtig narrisch. Vielen, vielen Dank dafür.
das ist richtig, wenn ich drüber nachdenke, das wenn du mir vor 6, 7 Jahren gesagt hättest. Ich sag, ja, halt doch dein Maul. Keiner kann so dumm sein. Wir werden wirklich miteinander alt. Wir werden wirklich miteinander alt. Das ist ja jedes Mal, natürlich ist es irgendwo witzig, wenn ich doch einmal 2-mal im Jahr ein Video mache oder so und das singen dann die alten Leute von vor 5 Jahren, die gibt's auch noch. Und das ist der erste Satz und der zweite ist, grau bist du worden. Ich glaube halt wirklich, dass die wirklich meinen, damals, ich war 26 oder so. Oder 24 oder was weiß ich was. Ich weiß nicht, was soll ich meinen. Meistens haben wir auch schon festgestellt, das sind dann meistens von den Leuten, die mit 25 da hinten schon ein Knie kriegen oder Geheimratsecken so groß wie ein Geodreieck. Ja, und ich meine das mit Griff, das Geodreieck. Birger, vor allem, wir sind das gleiche Baujahr, sind wir? Ja, wirklich einfach miteinander alt. Ja? Hat du auch schon graue Haare? ich weiß nicht, wann es bei den Weihnachten, wann es da losgeht mit grauen Haaren. Aber in der Regel später als bei uns. Der Hans der Bären, ich sag doch das nicht. Es tut mir ja irgendwo leid, aber die Dinge sind, wie sie sind. Ich färbe. Nein, das tue ich nicht. Es war so krass, das war einfach wirklich da in unserem ersten Kreta-Urlaub, da wie wieder mal länger in der Sonne war, wie eine Stunde und vor allem im Salzwasser und bin zurückgekommen und habe das Diablo Immortal Video gemacht. Da ist mir selber aufgefallen, so, Alter, was ist denn jetzt passiert? Das ist innerhalb von einer Woche ist das gekommen. Jetzt habe ich aber halt 2 Kilometer lange Haare, das soll halt eigentlich eine Zeit dauern, bis das. Ja, ist ja wurscht. Leute, Schluss jetzt mit der Runde-Neiterei! Grias vom Reparatur-Squad. Nebenbei riecht I an Kaffeevollautomaten, der Hashtag teure Fehlbedienung. D-Daunig Dafia, dass mi durch a schware Zeit bringst, Opa am Mogi storb. Und ja, man darf auch ruhig Danke sagen. Fridolin, merci dir. Press F in den Chat von Fridolin, sein Opa. Opas sind die brutalsten, Alter. Ich muss fragen, oder bis 5 Sekunden bevor es gearbeitet? Wahrscheinlich. Opas sind nämlich so. Opas sind brutal. Opas sind immer brutal. Ganz anderer Schlag Mensch, wie wir es mir heute haben. Und vor allem die nach uns kommen, Alter. Absolut insane. Fridolin, merci dir und mein Beileid. Project Hardstyle, merci für 76 Monate. Basti, merci für 19 Monate. Merci für eine geile Season. Zur Abrundung in Jahreshoodie plus Shirt und ein Chris Box bestellt. Danke, Birger, beste Community Triple A von Steffi. Ne, für das sagst du nicht bei mir Dankeschön. Ich sag bei dir Dankeschön und der Chris auch. So, und ich hör's jetzt sofort auf. Gerald von Plötzlich, merci für 17 Monate. Wenn ich zurückdenke, ich bin auf die gekommen, da war ich 15, jetzt werde ich in 3 Wochen 22. Bruder, ich bin doppelt so alt wie du. Hau ab! Da war ich gehört! Ja, gehört! Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. So, jetzt ist aber hier Alert Sound aus. Das sagt er jetzt zeige ich euch nämlich was. Freunde, das war der Schluss jetzt mit der Runde-Neiterei. Warum? Dezember ist. Geh ich mit Werbung auf den Sack. Also, haben wir nur noch 2 Minuten. Es muss diesmal schnell gehen. Hast du das schon gesehen? Ah? Hier! Oder so? Dann machen wir halt so. Der Jahresmerch ist da! Und wer immer noch kein Stein hat, der tut das jetzt! Schau hin! Ist so wunderschön. Hab ich gezeichnet. Ja, hat ja nicht jeder das Video gesehen. Hab ich gezeichnet. Den ganzen Oktober lang. Hab ich hingeguckt, hab gesagt, hey, Steffi, tut da mal die Listen her. Dann haben wir reingegagelt. Kannst du kaufen. Hast du keinen Bock auf Buntes? Das ist ein bisschen nachteilig da, da hätte ich nachdenken sollen. Ich hätte mir auch die schwarz-weiße Version kaufen sollen. Kaufst du es halt schwarz-weiß? Sehr gut, sehr gut. Gibt's alles. Hier. Tische, Pulli, Kisten, Tassen, Schürzeln, Baby, Stroppler. Wo ist der Depth-Counter? Ist er blind? Da! 600! Haben wir ihm geschrieben. Und wenn du sagst, ich mag nichts anziehen, ich bin den ganzen Tag knockert. Dann haben wir ein Poster, hängst du das ans Zimmer hin, kannst hier. Wo ich will. Gibt's mittlerweile auch inklusive Rahmen. Wer noch keins hat, wir sehen uns diese Woche nicht mehr. Das heißt, ich kann euch nicht mehr auf den Sack gehen. Und euch daran erinnern. Gehst du birgerwear.de, kannst du kaufen. Gibt aktuell noch Free Shipping. Das bedeutet gratis Versand. Um das einzulösen, gehst du auf der Seite einfach in den roten Balken rein und drückst auf den Einlösen-Knopf.
Oder im Warenkorb gibt es auch einen Einlösen-Knopf. Verstehen Sie? Warum gibt es zum Poster Nudeln? Nudeln kann man auch brauchen. Was glaubst du? Das macht man so Werbung. Ich weiß nicht, was sein. Das Poster dient als Zensierbalken, wenn ich Nocker durch die Stadt laufe. Das war eine gute Idee. Da mache ich jetzt ein Querformat-Poster ganz in schwarz. Ich brauche 2. So. Im Ernst. Merci an jeden, der sich was aus dem Shop genehmigt schon hat. Merci, der noch was braucht. Wenn du ein Weihnachtsgeschenk brauchst, ja, kennst du jemanden, sagst du, hey, weißt du was, da kriegst du ein Poster. Da kriegst du ein T-Shirt, da kriegst du ein Hoodie, da kriegst du einen Bierdeckel, kriegst keine Ahnung was. Oh Gott, hier hat sie die Muse im Hintergrund. Merci Leute, Kuss auf die Nuss. So, wo haben wir? Wolfric, merci, wir sind 40 Monate. Remixer, Sepp, Kruzifix, habe Dritt dabei und ein Japaner streiten um einen Parkplatz, Japaner hauten um. Das kommt aus meiner Heimat, Karate, später haut der Bayer zurück, das kommt aus deiner Heimat. Der Wagenheber von meinem Toyota. Hättest du ein T-Shirt gekauft, oder? Remixer, merci dir. Zauberwaschbär, merci für 27 Monate. Wolfric, merci, Jockel, merci. So, Schluss jetzt mit der Kacke, es ist 10 hoch. Ich weiß schon, die Musik ist unfassbar laut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Can, merci dir für deine 20 Monate. Ein letztes Mal! Aber letztes Mal schon fertiggestellt, richtig? Festgestellt? Direkt vom Startweg, Tina Programmer auf dem Dates auf, weil sonst wird das nichts. Heute bin ich ja besser vorbereitet. Oh, die hat sogar einen Klebestreifen, schön. Tina Programmer kommt immer mit Klebestreifen. Wichtig. Riesi Mike Birger Mikro, weiß ich schon, aber die Musik ist noch so laut. Das kriegen wir dann schon. Das andere bringt man da so her. So. Wenn das nicht klang, weiß ich auch nicht. Versteht sie mich eigentlich? Die Musik ist so laut. Hallo? Ein letztes Mal gilt es anzusagen. Sound hell, Licht laut, Zeitung drunter, Hosen aus. Wer es nicht tut, ist raus. Reibemonster, Bitch! Los geht's. Warum überhaupt Stäbel? Ich weiß nicht mehr. Am Spielplatz waren wir. Alter, er mit seinen Binden. Lass mal meine Binden. Das sind keine Binden, das sind Pro-Gamer-Streifen. Pro-Gamer-Geschwindigkeitsstreifen. Was sind das, Freunde der Sonne? So, hier. Birger, einmal bellen, bitte! Wow, wow? Was, dass du in Oberholen kannst, oder was? Der Basti schreibt, ich muss mich leider schon wieder verabschieden. Viel spaßig und ein schöner Stream. Hey, weh, du bist nicht im Nachschaussquad. Dann gibt's dann ja auf die Nudeln. Hasi Johann, jetzt bald wieder Ostern. Kondensstreifen. Was ist das? Grusel-Ausweich-Spoiler? Was? Also der Basti? Ja, ich weiß nicht. Der Basti hat ein bisschen das Höschen voll, oder was? Nein, mit der Tina schaust du aus wie ein Hund. Achso. Deine Alten wieder dann, gell? So. Ist das unser. Ja, genau. Also, jetzt passt so. Das ist unser Safe Room. Das weiß ich nicht, warum ist die Sensi schon wieder so dermaßen in der Höhe, dass ich einen Vogel kriege. Wir haben bereits eingesammelt das Messer von dem alten Pfarrer selben, das Klavier von der Alten und das Puppball vom Kind. Ich sag das jetzt, wie es ist. Das war ein dermaßen ein Trip, wer es noch nicht gesehen hat. Hier ist schon irgendwo verlinkt in der Playlist. Gutes Spiel bis jetzt. Lasset uns zum lieben Gott beten, dass das halt furchtbar schnell vorbei ist. Frage, haben Regenwürmer Gnierscheiben? 2. Stuckere 2 und hinter nicht an. Oh, was sonst das anderes daraus, da? Nicht wieder davon laufen. Nein, ich mag nicht mehr davon laufen. Oh, mach einfach nur mal zu. Oh, ich glaube, die.
versuche zum Sprinten, aber es geht nicht schnell. Ich tue das Mikrofon wieder weiter weg. Ich ziehe Musik auf drin. So. Nicht wieder irgendwas ins Gesicht reinspringen oder so ein Mist, ich mag nicht. Also wir haben jetzt da wir haben doch da vom Spielplatz gekommen, dann waren wir wieder in unserer Bude drin, dann bin ich in den Safe Room rein, dann bin ich wieder raus und jetzt haben wir da. Was ist das da? Eine Gothic-Kirche. Wenn jetzt da kein Gothic-Bitch... Den Satz muss ich nur schnell fertig bringen, wenn jetzt da kein Gothic-Bitch im Fischnetz rauskommt, dann bin ich beleidigt. Direkt, nicht wieder in Tor einpicken, ne? Nein, den Fehler machen wir nicht zweimal, das picken wir uns nicht nochmal in Tor waschen. So. Ja, vor allem sind wir in KCD 2, ja. Und der Stift ist gone. Fassel, warum nimmt das Schatzkiste allein mit? Verstehe ich nicht. Da wird mir direkt ein wenig warm. Da herin. Ich drehe mich nicht um. Nein, ich drehe mich nicht um, da ist einfach finster heute mal. Schon wieder ein halber Herzinfarkt. Ich bin so froh, wenn die Scheiße geht, ich sag's euch, was es ist. Verlängerter Horror Oktober war keine gute Idee. Ich sag's euch, für mich war es keine gute Idee, für euch vielleicht schon, ich weiß nicht. Jetzt geht's zum Beichten. Ich darf also gerne ein wenig schneller gehen einfach. Je mehr das vorbei ist, was gucke ich da so umeinander? Oh, was ist das für ein Bums? Ein Gegenstand fehlt. Ja, wo soll ich die Gegenstände jetzt herzaubern? So. Haben wir das schon mal gesehen gerade? Naja, also eins liegt im Stuhl, der Rest liegt wahrscheinlich irgendwo versteckt. Lass mich raten. Irgendwo auf die... da ist ein Buch. Da ist der Kerzenständer. War jetzt nicht so tragisch. Oh, wir brauchen 2 Kerzenständer. Und einen Kelch. Gegenstand fehlt. Ah ja. Wir kennen die nicht. Der Linkshänder, Kerzenständer und der Rechtshänder. Kann ich eigentlich auch mehrere drüber zusammenklappen oder... Sagt da noch irgendjemand, was steht? Ich sag nichts mehr. Horror Oktober ist gleich bester Oktober. Popotober. So, brauchen wir immer noch einen Kelch. Wer hat jetzt den Kelch von euch? Habt ihr den in der Hand vielleicht? Oder was ist da los? Da kann ich nicht weiter hintergehen, das ist nix. Mann, reiche mir den Kelch! Wieso blitzt denn das so komisch da? Geht das so, ich weiß nicht. Beim Pfarrer steht was, wenn Ministranten da sind. Ja, der 5-fach Kerzenständer. Der Gatling kann Kerzenständer. Ja, Freunde, der Sonne, was soll denn jetzt den Kelch jetzt haben? Da hinten ist stockfinster, da sehe ich nichts. Merkst du selber nicht? Habe ich irgendwo was übersehen? Frau Herzinger schreibt sie aus, so sage ich sie aus zurück. Jetzt passen wir auf. Ich sag mal, bin ich blind oder? So groß ist jetzt die Gegend da nicht. Kurze Frage, wer hat heute Schrankdienst? Was für ein Schrankdienst? Jetzt musst du zuerst vorne 3 Vater unser beten, dass du weiterkommst. Das kann ich nicht mehr. Hat Vater unser im Schniedel. Ich wollte nicht Pimmel auf Himmel rennen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann beißt's aus. Kerzenständer am Boden. Kerzenständer am Boden. Bin ich Psuffer oder Samstag? Da hast du Schrankdienst, was? Der Engel hat den Kelch. Oh, Tatsache. Bin ich wirklich schon wieder blind? Ich sollte nicht schon wieder so fein im Chat reinluden. Aber was für Kerzenständer ist da am Boden? Den Kelch hat bestimmt nur der Indi. An der rechten Statue ist der Kelch ist beim Engel unser tägliches Brot. Da steht er einfach da und blinkt. Und ich seh's wieder nicht, weil ich wieder was tue. Kruzifix nochmal. Jetzt hätte das auch schon wieder für YouTube was gegeben. Psst. Das ist ein Lift. Oder ist was um? Da liegt was drauf. Oh, ein wunderschönes Familienbild.
Mit lauter verdrehte Gesichter außer. Oh no. Oh no. Oh, scheiße, die ist mit Musi ausgegangen. It's my fault. Oh, leck hat's mir jetzt Kind, Alter. Oh, leck. My own family. And I couldn't stop it. Wenn wir jetzt den Kerzenständer da rechts nehmen und hier einfach von hinten über den Schädel Can't live ziehen. with this guilt any longer. Er hat sie zwar umgebracht, das sagt er eh, und deswegen, hier, can't live with this guilt no longer. I can't leave them like this. They must be buried. They deserve peace. Wow. Das heißt, alle umbringen und dann noch auf es tut mir unfassbar leid machen, oder was ist jetzt der Plan? Hallo? No! Not again! Please! Not again! God help me! Warum man immer so scheiß unangenehm? Lass mir doch mal in Frieden jetzt in Ruhe da. Kruzifix. Wann ist das? Wann ist das Speicher? Ich mag nicht mehr! Verstehst du? Also, jetzt kommen wir mit der Musik wieder her. Kannst du mich mehr gerne haben? Schau mich fast so, als müsste die in die Stil leiden. Das ist das Einzige, was nicht rot leicht. Wieder irgendeine depperten Parallelkacke. Ja, natürlich geht hinter mit dir zu. Ich schau nicht nach links und rechts, vergiss es. Ah ja, freilich haben wir wieder daheim. Was auch sonst. The bodies. I must bury the bodies. I need to find a way to break through the wall. Finde einen Weg, die Wand zu brechen. Gehen wir erstmal in den Safe Room. Da ist Safe, hat's geheißen. Den haben wir schon bei. Weil wir eigentlich schon festgestellt haben, man kann ja, da liegt einfach ein Vorschlag, haben wir alle versagen. Das wird wahrscheinlich dann wohl der Way sein. Ist das der Way? Also was oft schon mal findest du, aber ja, ich weiß ganz genau, dass da jetzt nochmal irgendjemand mein Gesicht einfährt. Hä? Hat der in mein Gesicht die iPhone? Dann müssen wir da jetzt draufhauen. Oder? Ah ja. Mein Gott, bitte macht das einfach um 9 Uhr schon gar ist. Dann labert ihr euch wieder eine Stunde mit meinem Speizer oder was weiß ich, was mit denen. Ja, so kriegst du die Wind nicht. So kriegst du die Wind nicht dann. Aber was ist denn das wieder für ein Wind? Wir sind garantiert wieder in die USA, aber mit What Papadeckel-Wind. is this place? Was hast du denn gemeint, was da jetzt. Was da drin ist? Hirnbrei, Barz, Letten! Was tut denn da schon wieder so? Hört auf. Die gute Papadeckel-Wind. Hey, voll die gute Idee! Aus was wir unser Haus bauen? Aus was denn? Ich denke vielleicht, dass da regelmäßig bei uns Tornados und Hurricanes gingen. Aus Papadeckel! Haus fliegt davon. Erster Hurricane kommt, Haus fährt. Na, scheiße, Alter, das war nix. Sollten wir uns ein neues Haus bauen? Ja, ich weiß aus was! Aus Papadeckel, ja genau. Amerikaner in a nutshell. Was war das? Okay, zuerst ist das ein Pimmel? Nö. Jetzt mal, wenn ich mich umdrehe. Einfach im Boden schauen, oder? Vielleicht hat sich noch nie was gefallen, wenn man im Boden schaut, schon. Ah! Gut, dass wir im Boden geschaut haben. Sehr gut. Und auch nichts geholfen, aber ein Versuch war es wert. So.
Oh nein. Ach, geh ab. Einfach nicht umdrehen, einfach. Wie? Ich lauf einfach mal, gell? Was passiert denn? Hä? Mir läuft so der Brachial-Gänsehaut. Ich bin nicht vorbereitet, Leute. Ich kann nicht mehr! Nicht wieder anschreien! Nicht! Mach's gar! Ah! Warum? Du weißt doch, dass was kommt. Ja, mach nur ein wenig langsamer, ha? Ich weiß ganz genau, dass das Kind weg. Oh. Oh. Ich stelle keine Fragen. Rein in die nächste Holzhütten. Weil... Keine Ahnung, weil... Wenn es jetzt gar gewesen wäre, hätte ich aber auch hergeschissen. Weil betrogen worden. Und liegt noch Dungeon, ich mag es eigentlich gar nicht wissen. Endlich einmal draußen aus der Bude, ja, das hält normalerweise aber nicht recht lang her. Draußen in der Bude. Aber drin. Der Dungeon. Und ich hör bloß Vogel! Haben wir da irgendwas? Nein. Oh, ist halt... Was? Komischer Totenkopf, das sagt ich. Oh. Snus bin ich mir jetzt für 63 Monate. Scheinen mir jetzt für 21. Danke, du! Ah, wie war das Gefühl? Danke, du! Haben wir jetzt bei der Village oder wo haben wir denn jetzt eigentlich? Das ist denn jetzt kaputt, da fahren wir wirklich draußen. Das schaut nicht gut aus, das schauen wir nicht an. Das schauen wir nicht an. Man gibt den Kopf ein wenig groß vor da. Das haben wir jetzt im Land der Riesen. Ich darf nicht aufmachen. Ich darf ganz schnell aufmachen. Und dunk, 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 dunk. Friss die dir, du Spacko.
Vogel? Haben wir die jetzt ins Gesicht geflogen? Das hätten wir besser machen können. Aber da hinten liegt einer, siehst du? Wer sind denn die? Was ist mit denen hier, Alter? Flieg mal her! Was ist denn mit dir? Kann ich da durchgehen oder muss ich rundum gehen? Also. Okay. Ich hab leider keine Knarre, da zählt das Vogel irgendwie nicht. Willst du wetten, dass der noch lebt? Ja, das waren wir schon klar. Wer bist denn du? You shouldn't be here. Save yourself while you can. What are you talking about? What happened to you? The villagers. They've lost their minds. It all began when someone hanged himself from a tree. Hanged from a tree? What does it have to do with the villagers? The evil spirit that was inside him. It's haunting everyone here. But there's a way to stop it. You must. Oder uns umdrehen gegeben, der zusammengeschnittene Nabi-Sepp. Guess we'll never know. Achievement kassiert. Geht jetzt die Scheiße wieder von vorne los, oder was? Bitte nicht. Wo ist der Hund? Kommt das schon immer? Kommt das schon immer? Das ist gegen Generation. Super, es ist jetzt stockfinster, jetzt wenn da einer herkommt und sticht mich ab, bin ich gefickt. War klar, dass wir noch irgendwann ins Irrenhaus kommen. Alter, ich hab grad dermaßen eine Outlast-Vibes, dass alles zu spät ist. Und das Spiel habe ich vor über 10 Jahren gespielt. Fear, Fate, bla. Okay. Stuttgart, der Hauptbahnhof. Frankfurt, Stuttgart, da ist das Berlin, da ist das gleich. Ich weiß jetzt auch nicht. Oder wenn das gerade die Kamera da rein. So, was los? Gibt's da was? I'm not getting out of here. Bitte nicht jetzt vor irgendeinem Scheiß davonlaufen wie in Outlast. Bitte nicht. Bitte nicht mit einer Sprintgeschwindigkeit von 4 km/h. Please don't. Also der Baby wickelt ist. Ja. Was ist da los? No mercy. Read the letters outside a prisoner's cell. Kein Essen mehr für ihn, er wird die Nacht sowieso nicht überstehen. Öffne die Tür nicht und verschwende keinen Atem, um mit ihm zu reden. Lass ihn verhungern. Wenn du ihn betteln oder weinen hörst, ignoriere ihn, lass ihn darin verrotten. Ja, halt doch deine Schnauze, du Trottel! Ich möchte mir nicht verzeihen, dass wir mir jetzt noch 2 Stunden in dieser Scheiße da umeinander laufen. So, you are the pure one they keep talking about. You won't make it! You will be caught before you get out of here, and they will take your life as an offering!
Ich kommentiere das jetzt auch nicht mehr weiter, weil ohne Scheiß mit mir jagen halt einfach. Jetzt haben wir 10 Minuten da, kein Bock mehr. Gott im Himmel bin ich froh, wenn die Scheiße. Kruzifix nochmal! Hinter jedem Scheiße guckt irgend so ein Spacker! Was ist denn mit dir? Ja, der gurgelt dich selber, du Trottel! Einfach durch. Alter, beißt 10 zusammen und hau durch. Ich hab die Schnauze so voll, Alter. Hätte wetten können, der greift noch die. Ich hab auch ehrlich gesagt damit geredet. Ja, genau. Und jetzt springt mir noch am Schlitz an. Möchtest du wetten? Oh no. Oh no, diese Rundgang-Dinger da, wir wissen alle, was passiert ist. Jetzt hat's gerade ein wenig geruckelt. Alles recht, du bleibst schieber da, wo du bist. This is a trap. Schlüssel. Alter, wo haben wir da? Was ist denn das wieder da? Da wird jemand gegrunzt. Okay. Toll in Knie. Haben die Füße noch Kniescheiben? Toll. Da ein Kniescheiben schon. Herzal, Kniescheiben. Brains. Das, was der Muffin-Graf schreibt, aber wie komme ich vom Priester, der seine Familie killt, zu Outlast ins Gefängnis? Ja, das ist eine richtig gute Frage. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so richtig durchsteigen, was die Story so ein bisschen betrifft. Jetzt haben wir in Outlast schon gelernt, dass die anspringen. Geh weg. Ja, super. Mhm. Oh. Swing. Oh, da liegt was. Türschlüssel. Den nehme ich. Ja, wieso geh ich da hier? Halt dein Maul, geh weg. Jetzt gehen wir erstmal zurück und probieren, ob dieser Schlüssel für da war. Ah, ist das mies gemacht, Alter. Ich hab die Schnauze so voll. Mülli, merci für 8 Monate. Merci für 8 Monate. Ich hab gerade überhaupt... Ja, Riot Shields. Nimm's Riot Shield. Warum nimmst du kein Riot Shield? Oh no. No. Oh no. Und jetzt sind alle 3 großen Namen beieinander. Visage, Outlast, Madison. Die Nachtsichtkamera ermöglicht es dir in völliger Dunkelheit zu sehen. Die Leiste auf der rechten Seite des Bildschirms zeigt an, wie lange du sie noch verwenden kannst. Wenn die Leiste leer wird, überhitzt die Kamera und du kannst sie nicht mehr benutzen, bis die Leiste den roten Bereich überschreitet. Verwende sie mit Bedacht und nicht in entscheidenden Momenten im Dunkeln zu stehen. Ach komm, Alter, leck mich doch. Boah, ich hab keinen Bock mehr, gell? Wie benutze ich es denn überhaupt? He's in the camera room! Catch him! Hä? Da waren Nudeln.
du... Was ist denn jetzt? Ah! Ja! Oh Gott, jetzt kommen wir auf einmal laufen. Nein! Ah! Ah! Lauf! Lauf irgendwo hin! Was weiß ich, wo du laufst! Oh shit! Einfach Exit, einfach Exit! Wir gehen mal rechts, warum willst du? Ich brauch Ausdauer, wo kommt der? Ich brauch Ausdauer! Komm! Ja! Oh, die scheiß Davonlauferei, ich hasse es! Achievement Prison Break. Mach, dass das Spiel sofort vorbei ist. Ich hab die Schnauze so randvoll. So randvoll, dass es kein Mensch nicht sagen kann. Outlast war so beschissen. Also, positiv beschissen. War so schlimm. So schlimm. Pro-Tipp, Alt F4. Nix da. Wir beißen uns durch! Oh, ohne Scheiß, Soundkulisse in dem Spiel ist wirklich grenzdebil narrisch. Gut, ist das jetzt wieder ein Lift oder was ist denn das wieder? Du mach das Ding zu. So. Oh, Gott sei Dank haben die Verfolgungspassagen bloß so kurz. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Da schiebe ich eine Panik, das ist unvorstellbar. Was ist das? Gott sei Dank ist diese Sicherung und nicht irgendein Gegengift für irgendeine Scheiße oder sonst irgendwas. Wieso muss ich das jetzt wieder zurück? Also. Wir brauchen 4 Sicherungen. Da liegt die zweite. Da hinten liegt die dritte. Dann liegt in dem Wagen da die 4. Was soll mir die Musik sagen? Ich soll aufhören, mir was zu sagen. Kistige Kiste? Nö. Hinterm Haus vielleicht? Nö. 3 Stück habe ich. Wo ist die 4? Die liegt auf dem Amboss und du blinder Uhu, du Blinder. Fahren wir jetzt mit dem Lift wieder irgendwo runter. Wann ist wann? So, Vollsprint. Jetzt wird bloß noch. Ah! Ja, und jetzt? Ja, aber. Ja, ich laufe ja schon! Also, was ist denn das wieder für ein Kass? Ja, wo soll ich denn hin? Ah, das ist beschissen. Lauf! Ja, ich kann gar nicht mehr laufen. Ah! Ich lauf! Ja, lauf! Gott, diese scheiß Verfolgungskacke! Hau ab jetzt noch! Okay! Komm, jetzt. Ah! So gern das unfair ist, vielleicht hört dann auf. Ach, diese Try-and-Error-Kacke, die nervt einfach. So, jetzt bleiben wir erst einmal da stehen und dann wir unsere Ausdauer wieder in Tee, weil sonst kommt der Nächste aus seinem Scheißloch raus, der kreit und ich kann wieder nicht laufen. Du bleibst schön brav da sitzen, du Krampen, du Kreiselige. Nimm das Hacke. Nein, natürlich nehmen wir das nicht, weil das war ein totaler Krampf. Kann ich jetzt einfach abhauen irgendwo. Ich möchte bloß die Gegend vorher erkunden, damit ich weiß, ob ich mich irgendwo verstecken muss. Also.
Einfach weg. Einfach weg hier. Okay. Die Glocken hören nicht auf in meinem Kopf. Ich höre sie jede Nacht lauter, ich sehe sie. Das ist aber schön, dass alles voll abgefuckt ist, aber einer DIN A4-Block, der ist immer tipptopp. Wie sie im Friedhof steht. Sie flüstert meinen Namen mit den Glocken immer wieder. Ich halte es nicht mehr aus, ich muss es stoppen. Nein, wollte ich bloß dein Maul. Komm. Bloß dein Maul, bevor du... Und jetzt? So. Eine super Idee ist das, was ich da gerade tue, aber ich weiß auch nicht, was sonst da ist. Es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Oh Gott! Ich war fest davon überzeugt, dass um 9 die Scheiße ist. Was ist mit ihm, der Hund? Ob da eigentlich eher eine gute Idee ist? Oder eher nicht. Du bleibst stehen, da, ich geh da durchs Gras, du bleibst da sitzen. Damit das gleich mal klar ist. Schöner will Opfer. Und der Messer nimmt. Oh, da tatsächlich. Das geht eigentlich nur geradeaus, gell? Hundertprozentig, dass jetzt sogar wieder irgendein Arschloch rausspringt. Du bleibst auch da oben schön hängen. Schön brav hängen bleiben. So, jetzt. Vielleicht weiter. Man weiß es nicht. Wieso blitzt der keinen? Aber jetzt nicht weiter. Warum nicht? War das unsere Hauswurst leicht, gell? Vielleicht können wir da rein. Oh, Musis. Was? Warum? Was? Aufhören. Aufhören. Wo kommt denn der Strom her? Father, the Son, and the Holy Spirit, I command you to leave this man! Be gone! You do not belong here! You cannot stop me! You have no power here! Leave You him have no now power and here. return to the darkness from which you came! I won't leave him! Schau voll lustig aus, wenn das Becken so ein Kissen biegt. You are nothing! By the power of God, I banish you from this body! By the holy light, be gone! Das ist ja in ihrem drin, oder? A new vessel. Achievement kriegt.
Und dann einfach liegen lassen, oder was? Und nu? Ist das da die Bude vom Pfarrer, oder was ist da los jetzt? Zählt das bei der Kirche als Arbeitsunfall? Meine. Er sitzt nicht mehr da. Was Deal vorne so. Kruzifix. Mann, ich mag halt auch nicht mehr. Snoopy-mäßig für 30 Monate. Da schaut sie aus wie Montag in der Früh auf der Arbeit. Bei mir, ja, schaut es nicht bei jedem so aus am Montag in der Früh. Ich schaue am Montag so aus in der Früh, jeder schaut so aus, in der Arbeit schaut so aus, draußen schaut so aus. Du! Jesus! He sees everything! Ja, für was rennen die da eigentlich umeinander, sag? Oh, werden wir jetzt aufgespannt? Mr. Metzinator! Oh, leck, Alter. Mr. Metzinator! Du bist nicht ganz der längste, aber du bist definitiv in die Top 3 oder 4. Herr Metzinator, merci dir. 92 Monate ist wirklich grenzdebile Scheiße. Das ist wirklich absolut insane. Merci dir. Stand still and everything will be all right. Das ist ein bisschen Trapophobie, was er da im Gesicht scared hat. of heights, are you? Seine Augen haben krass, wenn die so schwarz sind. Let me go, you motherfuckers! We gather here tonight to bring an end to our suffering, to seek relief from the shadows that have haunted us for so long. Zum Teufel ist nie. Es schaut immer aus wie einer aus We waited in Mortal the Kombat. darkness, Ich weiß seinen Namen nicht mehr. this day Irgendwas mit Q. come. We have offered Haben wir Mortal Kombat Fans lives da? of women, Irgendwas mit Q. children, and even the unborn. Das ist eine Mischung aus dem Typen aus Assassin's Creed und aus Mortal Kombat. Vain attempt to cleanse our land from this curse. Despite our efforts, nothing seemed to please the darkness, and the curse remains unbroken, and our suffering endures. But now, crazy motherfuckers! the moment has come. We offer you this sacrifice. In your name, we commit this life. Accept him, his soul, into your hands. May this sacrifice cleanse this land, and let your will be done. Jetzt gibt. Phase 1. Was haben wir gesagt während die Horrorspiele? Mr. Phänomenal! Doch nicht mit dir zusammen. Ich weiß nicht, ob es der Schluss ist, aber es fühlt sich an wie der Schluss. Aber der Birkbär, der hat in der Haken wieder mal länger gedauert. Verzisch mich in Nachschauungsquote, aber merci. Hättest du auch einen Pulli kaufen können. Kruzifix. Alter, merci. Schluss jetzt. Vor allem während dem Spiel. Ich habe sowieso das Gefühl, wir haben heute noch viel Zeit zum Schmerzen. Merci dir. Schluss. Natürlich überleben wir das. Warum auch nicht? Wie viele Leute haben die da schon gepulvert? Und so schön alle nebeneinander hingekriegt. Stinkt wenig. Death Defied. Was heißt denn Defied? Wahrscheinlich dem Tod von der Schippe gesprungen. Oder irgend sowas. Ah, Kamera geht auch noch. Das ist natürlich gut für uns. Getrotzt. Da ist er her. Einfach Vollsprint. Oh Gott, das schaut wieder nach Kiten aus da. Da muss man schon anders ins Gesicht iPhone, dass ich.
Das mit der Kamera auf ohne, das war damals sowas nice. Und es war so narrisch mit der Outlast, das auch so ausgeschaut hat und so, aber das ist ja mittlerweile, wie alt, wann ist ein Outlast gekommen? Das war. Das war nicht 2015, 2015 oder 2014 habe ich es gespielt, glaube ich. Auch im Stream damals schon. Aber da hat keiner zugeschaut, außer ich. Und 5 andere nicht. 2013? Ja, das kann sich hingehen. 12, 13 hätte ich jetzt geschätzt. Was ist da hinten? Nix. Ah, da blinkt's. Haben wir es jetzt dann, ja? Hallo? Jetzt nicht. Ja, nein, Batterien muss ich nicht sammeln. In Outlast war das. In Outlast war narrisch. Da hast du so springen können, dass es keine Batterien mehr gibt. Also das Kamera nicht mehr geht. Was, was fühlst du? Oh nein. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt tun muss. Oh, sowas hasse ich. Okay, wir müssen einen Hebel finden. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass uns die im Großen nicht sehen. Dann liegt bei einem der Hebel und beim anderen müssen wir einstecken. Ich weiß nicht, wenn wir den Hebel in ihrem einstecken. Mei, sowas hasse ich. Das ist Schleichscheiße. Da war so ein Lift aus Paletten. Hm? Patrouillieren jetzt noch die ganze Zeit hin und her. Jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Ich weiß nicht, was passiert ist! Ach, geh! Au! Ich weiß nicht, was ist denn aufgegangen? Achso, da. Ah! Das ist so beschissen unangenehm! Dann macht das dieser Abschnitt auf. Ich meine, das ist... Ach, geleg mir am Arsch. Da steht sie wieder umeinander, die wieder Hex. Das ist die andere Seite, wo wir vorher gekommen sind. Ja, ich seh die schon. Nerv mich nicht. Wer bist denn du? Ron, wenn ich dann zurück ausschaue, bist du fort. Okay, ich kann nicht erst hinterher, was ich blöd bin, oder was? Muss ich total blöd bin, oder was? Und wieder vermisse ich Luto. Ja, Luto war anders. Luto war anders. War gut, aber auf einer anderen... Aber auf einer anderen Ebene. War eine andere Art von Horrorspiel. Da können wir uns noch, da unterhalten wir uns einmal nach dem Spiel. Da hab ich viele Gedanken zu Unmanned. Sehr viele Gedanken. Das Loch ist so verdächtig, ich muss durchschauen. Ich muss. Geht nicht besser, ist ein Glory Hole für einen Riesen. Lito war Ambiente-Horror, ja. Aber langsam muss ich sagen, werden die Verfolgungssachen ein bisschen inflationär. Kann nicht aber wahrscheinlich auch sagen, warum. Das ist Outlast Level 9000. Es ist mir klar, dass du mir jetzt anspringst oder irgendwas tust. Und mit Kamera wieder aufladen. Das haben wir in Outlast auch so gemacht. Wenn wir nicht mehr gewusst haben, wo wir sind, ins Eck eingestellt, Kamera aus, noch Dinge. Mühle, da hast du nicht ganz unrecht, aber da gehen wir dazu, wenn wir... Nein, du gehst weg. Da kommen wir dazu nachher, wenn wir fertig sind. Wenn wir das halt fertig ist, mir wurscht, wie lange das dauert. Ich hab keinen Bock mehr, noch mal drauf warten zu müssen, dass wir die Art von Spiel weiterspielen. So, da gehen wir hin. Das ist verschlossen. Probieren wir es da hin, wieso fällt der unterladen? Wieso fällt da laden?
Müssen wir doch mit der Alten interagieren, hä? So, bitte halten Sie sich fest. Scheiße, so. Drüben ein Deppfahrt. Also die Tür ist verschlossen, aber dann... Was? Was hat denn jetzt da so geschrieben? Was hat jetzt da so geschrieben? Jetzt habe ich ein Emotional Support Meeting. Die in dem Rollstuhl, die steht nur auf, das garantiert. Oh! Ja, was soll denn der Blödsinn? Hat sich jetzt irgendwas geändert? Zuerst waren die ersten zwei, also sagen wir, es ist 0 ist unten und 1 ist oben. Dann waren wir jetzt bei 1, 1, 0, 0. Jetzt sind wir bei 0, 0, 1, 1. Aber was hat das jetzt was gebracht? Vier Heben. Kamera geht uns gleich aus. 100%ig springt die Alte, springt irgendwann raus, ich garantier's dir. Die ist hier nicht zum Spaß, die gute Frau. Ne? Wie oft bin ich an den Hebeln vorbei? Ach so, 1, 0, 1, 1. Wir schauen es einfach nicht an. Stopp, wir müssen es nochmal anschauen. 1, 0, 1, 1. Oma, du bleibst schön brav da drin sitzen, das ist klar. So, durch jetzt da. Ich will was von dir, ja, ich glaube auch. Pfennig, 10er Gürtel. So, jetzt warten wir mal, bis die Kamera ein bisschen aufgeladen ist. Ich habe nämlich das dumpfe Gefühl, dass es jetzt gleich Stress gibt. Oh, die gute alte Dolores, ja, hast recht. Fucking Dolores. Freilich kannst du mitfahren! Schauen wir uns die Bude da mal an. Da gehen wir nicht drüber. Ein bisschen schneller da. Ja, Oma, ist schon klar. Ich hab die hinter mir schon gehört. Tu die nicht runter. Guck du mal da nicht so hinter mir umeinander. Ah, toll. Was ist jetzt wieder? Unangenehm! Boah, du! Oh, leck, das ist mies. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass das ja so mein. Okay, leck mir am Arsch mit deiner Scheiße! Ah! Also der Jumpscare aus dem Nix, wenn dir das Ding einfach ins Gesicht einer fährt, ist das Letzte. Tut mir leid, das ist das Allerhinterletzte. So, renn jetzt durch die Scheißbude da durch, weil ich die Schnauze voll hab. Sagst du ihr, ja, Oma ist recht. Kimi, schau dich nicht an, du springst nicht raus. Halt dein Maul ab. Ja, es war so klar. Na, da hättest du etwas Besseres einfach lassen. Hau ab jetzt! Gib ihr einen Ellbogen und hau ab! Und jetzt, was ist jetzt passiert? Okay. Ja, aber Oma, das war jetzt einfach zu früh. Das war zu früh. Wo haben wir da? Ah ja, sieht man.
Haben wir da unten schon, weiß ich nicht. Jetzt sind wir auf alle Fälle. Ich mag einfach nicht mehr, Alter. Ich mag. Na. Nope. Stopf? Nein. Das schaute mich sehr geskriptet an. So, was ist da herin los? Nix. Steigst mal am Hut. Keine Zeit mehr jetzt da zum miteinander schauen. Ich mag auch überhaupt nicht miteinander schauen. Ja, freilich trennt's da schon wieder irgendeiner. Können wir jetzt bitte. Hallo? Ich war fest davon überzeugt, dass wir um 9 Uhr fertig sind. Schaut mich nicht so. So, jetzt ist die Frage, was. Na, die versteckt sie wieder bloß, okay. Jetzt da dann auf, wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Oh, leck, jetzt waren Jumpscares auch so inflationär, dass mir eigentlich alles wurscht ist, ich sag das, was ist. Ja, außer aus dem Drecksloch. Nein, eigentlich nicht, da rennen wieder die Idioten umeinander. Nicht Fackeldeppen. Nicht die besen Fackeldeppen. Das möchte ich nicht. Ja, da ins finstere Loch will ich auch nicht, aber jetzt ist es auch schon wurscht. Alter Grütze, Fixer, du kannst mir mal am Arsch lecken! Oh. Ich mag nicht mehr. Mann, jetzt mach das aufhört! Ach, waren wir da nicht schon in der Kurven? Waren wir da nicht schon? Ah! Wir haben es fast geschafft. Riesenmerk, wo ist denn das? Ja, aber ich habe also den Eindruck, dass wir langsam aber sicher... Ich lauf einfach. Keine Fragen stellen, laufen, Abflug hier. Das ist die Alte aus der Ring. Ja! Gott, dass nicht aus dem Fernseher rauskommt, sondern irgendwo umeinander hängt. So, was du jetzt da? Oh. Ja, eine in die Bumsbude, Gas jetzt. Gas! Ich mag nicht mehr, verstehst du das? Philipp der Vlogger, nein, hat's nicht. Kann ich dir nachher ganz genau erklären, was es liegt. Wir machen einen Merch in Zukunft. Da waren wir schon. Oh, das ist jetzt sie da, oder was? Warum ist denn da lauter das Blut rundum? Haha, schau hin. Machen wir das vielleicht bei alle mal? Na, sollte man das jetzt kaufen? Was hat mir das jetzt geholfen? Ich weiß es nicht. Ich habe den Hebel betätigt. Und jetzt? Oh. Da auf einer Kipferl. Wo ist der Kipferl? Wo ist der Kipferl? Wo ist das Kipferl? Kipferl wo? Ich bin wahrscheinlich schon wieder 5-mal blind daneben vorbeigelaufen. Hat das irgendjemand gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Ist jetzt die ganze geschissene Kirche oder so, oder was? Auf dem Kronleuchter beim Altar. Oh, Tatsache, ja. Die Frage ist aber, wie kriegen wir den runter? Was hat uns das gebracht? Was hat der Hebel gebracht? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir einen zweiten Hebel oder so finden. Schauen wir mal. Oh, da haben Tieren. Oh, da kann man nichts aufmachen wahrscheinlich. Nö.
Den Raum 6 halt bloß mit Kamera. Tür ist blockiert. Tür ist blockiert und dann ist wahrscheinlich da noch eine. Aha! It's a trap. It's too obvious. It's a trap. Sparen wir uns mal ein bisschen aus da. Die Bingen und so, die haben schon wieder prädestiniert dafür, dass wir Typen rundum kiten. What have I done? Lisa. Wer? Wo? Emma. Ich hab gar keine Kamera mehr. Ja, ich seh ganz fei. Ich geh mich an Stecker nicht aus. Wo haben wir jetzt da wieder? Ah, da können wir runtergehen schon. Oh, da rennen sie umeinander. Bitte nicht mehr verfolgen. Alles andere ist mir wurscht mittlerweile. Bitte nicht mehr verfolgen. Wenn das die Klar noch irgendwo daherkommt. Hey! Babidi Bubidi! Einfach durch! Wieder lauf! Lauf! Ja, dann kommt die Kleine. Fährt uns die Kleine schnell ins Gesicht ein, weil es eh wurscht ist. So, 4000 km/h kommt wo? So, warte mal, ja, aber wo geht es jetzt da weiter? Hallo? Was soll jetzt da? Hallo? Ah, ich muss auf Kurven gehen, okay. Nein, ich schau nicht hinter mich, wenn es da umeinander geneigt. Du kannst mir mal. Wir gehen mal jetzt so. Nicht mehr ins Gesicht fahren, bitte nicht. Ja, raus hier. Sehr gute Idee. Ich hab so eine Idee. Raus hier. Oh Gott, Spalke, mach einfach jetzt Speedrun. Ich hab die Schnauze gestrichen voll einfach. Gestrichenst voll. Was ist denn das jetzt wieder für ein Rundlauf da? Kamera wieder hernehmen? Ja, wie ist das? Ich habe keine Ausdauer mehr. Haben wir wieder Friedhofswert da, oder Fassaden? Es ist zu leise. Ja, ja. Da hast du recht. Und das Finster. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, was wir überhaupt suchen. Ah ja. Oh. Is this Nathan? Aha, ja. Den nehmen wir jetzt und der man da in die Kistel rein und dann ist gut. Und dann ist gut. Eine ins Kistel jetzt mit ihm. Komm. Möchtest wetten, dass er noch lebt? Oh, zünden, sag ich! Ja, hast recht. Hätte ich selber draufkommen müssen. Mühle, das erzähl ich gleich. Rest in peace. Saved from the shadows. Achievement. Na. Mein Gott, das nimmt kein Ende. Let me out! Erstmal allein, so einen Batzen hingespielt. Hello there. Muss ich jetzt da noch länger umeinander rennen? Ich mag da nicht mehr sein!
Verstehst mich? Jetzt haben wir den Typen vergraben, jetzt muss er klangen! Oder nicht? 3 Sekunden Regel. Wenn wir uns einfach selber aufhängen da oben. Ich weiß nicht, denn. Was möchtest jetzt du von mir? Ja, ich laufe schon, aber ich weiß nicht wohin. Ach, geh, wir haben schon wieder kein Ausdauern, nix. Das schaut mir vernünftig an. Was? Relic of Hope. Place the fourth collectible in the safe room. Wenn du mir jetzt erzählst, dass wir mir nur 2 Sachen finden müssen, dann rast du aus. Und jetzt? Danke, du. Haben wir da wieder Blutläden am Boden. Folge der Blutläden. Ich folge der Blutläden. Oh Gott sei Dank ist der Abschnitt vorbei. Der war richtig asozial. Das sage ich dir genau das, was es ist. Licht gibt's anscheinend, kann's mir. Ah ja. Bin schon wieder gespeichert. Nein, nicht nochmal. Oh Gott. Ach so, jetzt gehen wir. Ach so. Und das ist der Raum, wo er sich auch noch 2 aufgehängt hat. Das ist der Raum vom Anfang. The Hidden Tragedy. Da haben wir am Anfang da ziehen können, glaube ich. Da habe ich noch gefragt, hier Messer, Vorschlag haben wir, keine Ahnung was, aber ja, jetzt warte mal. Jetzt begraben wir es und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der Fluch vorbei. Ob ich nur eine Ahnung von der Story habe, ich habe nie eine gehabt. Der Pfarrer hat auf alle Fälle seine Frau und sein Kind umgebracht. Das ist einmal das Erste. Was das mit dem Dorf auf sich hat, weiß ich nicht. Warum wir jetzt da in der Neuzeit sind und das ist alles ein wenig. Das ist ja die größte Schwachstelle, finde ich, am Spiel. Story. Also ja, es ist offensichtlich, dass dieser Pfarrer Sepp da seine Alte und sein Kind umgebracht hat, aber so ganz kapieren, warum, tue ich nicht. Aber ich glaube, es ist viel einfacher erklärt, als wenn wir uns das vielleicht wieder mal vorstellen. Der Pfarrer wollte da einen Exorzismus machen bei dem anderen Typen.
Und die graben wir jetzt 2 Meter vor unserer Haustür ein, oder was ist denn der Plan? Hä? Sind sie noch warm? Nein. Wieso warnen wir jetzt? Was haben wir da damit zu tun? Die Kisten haben wir schnell aus Dachlaken zusammengenagelt, oder was? Mourned. Complete the game. Music- und Soundeffekt-Team. Weg mit der Tina Pro Gamer! Für mindestens ein Jahr! Es ist getan. Meine Damen und Herren, die Horror Season 2025 ist beendet. Finally. Wir haben auch nicht mehr unendlich lang in 2025, wo wir uns übrigens sehen. Wir sehen wir uns noch nächste Woche und übernächste Woche. Wann bin ich 2 Wochen fort? Wann ist Weihnachten? Das ist am Micke. Also in der Weihnachtswoche sehen wir uns nicht und in der Silvesterwoche sehen wir uns auch nicht. Wie jetzt ja übrigens an alle, die sich nach dem Gameplay gleich schleichen.
Like-Button smashen! Ein paar mehr graue Haare dazu kommen, geht bald nicht mehr rein. Oh. Ich muss kurz den Moment genießen, dass ich jetzt halt mindestens ein Dreivierteljahr lang kein scheiß Horrorspiel mehr spielen muss. Oh. Aber hat doch hergehalten bis um 9:30 schon, ja? So, was sage ich da jetzt? Also, es ist aber absolut offensichtlich, dass aus welchen Spielen sie da bedient worden ist. Layers of Fear, Visage, Madison, Outlast. Fällt mir sonst nur an sein, wo wirklich ein direkter Vergleich dort ist. Nein, mit Indie-Games kannst du es nicht vergleichen, sondern mit den großen. Wir hatten 4 Abschnitte. Die meisten in dem Haus, jetzt da am Schluss in dem Prison. Fangen wir so. Grafik. Du musst bedenken, da ist jetzt zwar ellenlange Listen gestanden an Credits, wer da alles mitgewirkt hat, aber das hat mir eher angeschaut, als wäre das eine Danksagung und Erwähnung in Richtung Assets. Ja, also aus dem Unity Store oder aus dem Unreal Store. Nicht Leute, die da wirklich mitgewirkt haben. Meines Wissens noch sind die Code Bros 2 Brüder. Also im Prinzip haben 2 Leute das Spiel gemacht. Das sollten wir uns im Hinterkopf behalten. Das ist kein großes Horrorspiel. Da sitzt kein Entwicklerteam dahinter. Das ist wichtig. Grafik haben halt Assets hergenommen worden. Und Musik klangen nach Libraries. Ja, aber Musik und Soundeffekte sind ganz brachial stark gewesen. Also mir ist wirklich ganz oft ganz furchtbar Gänsehaut gelaufen. Und das hat, glaube ich, den Oktober nur ganz wenig Spiele haben das den Oktober hingekriegt bis jetzt. Das, was wir da gespielt haben, das war jetzt eins der schlimmsten Horrorspiele, die wir eigentlich gespielt haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die einzelnen Passagen, die waren nicht schlecht umgesetzt. Sie kommen natürlich nicht an eine Outlast ran. Sie kommen nicht an eine Visage ran. Sie kommen nicht an eine Madison ran. Ja, in Madison arbeiten mehr Leute, nicht bloß 2. Aber sie haben schon ganz schön... Die haben schon ganz schön zwirbelt. Was man merkt, am Schluss merkt man, da ist kugelt worden. Da wollten wir dann fertig werden. Das merkt man richtig. So, die Verfolgungspassage mit den Typen mit dem Messer, da stirbst du dann auf einmal nämlich auch nicht mehr, wenn sie dich erwischen und die stehen die einfach ab, sondern du kriegst Schaden. Das hätte mich jetzt nur interessiert, wie viel Hits das man kassieren kann, aber gut. Grafik mag ich nicht beurteilen, das sage ich wie es ist, weil es ein normaler Asset-Flip ist, das kann ja jeder. Ich finde, dass das Licht und der Schatten teilweise ein bisschen zu krass waren, also entweder das ist stockfinster oder so hell, dass dann das Augenlicht aus dem Schädel rausbringt. Das kann ich irgendwie nicht bewerten, aber das mit dem Schatten schon. Geht so, das hätte man besser machen können. Die 3 Story-Abschnitte waren eigentlich alle 3 gut, aber der am Schluss hätte früher kommen müssen. Für mich haben sie die 3 Abschnitte von ihr und vom Kind so ähnlich angefühlt, dass der Abschnitt, wenn der Prison-Abschnitt jetzt da als zweites kommen wird, dann hätte es das vielleicht ein bisschen aufgefrischt. Ja? Und es ist generell ein bisschen... Mir ist eine Story nicht wichtig. Ja, es ist in einem Horrorspiel immer die gleiche Scheiß-Story. Ja, in der Vergangenheit ist irgendjemand durchdreht, hat jemanden umgebracht und da ist jetzt halt irgendwas. Es ist ja immer der gleiche Mist. Deswegen, und da mag ich mich dann, wenn wir mit der Bewertung und mit der Besempfung fertig bin, können wir uns darüber unterhalten, dass langsam wird's eng mit Horrorspielen, die nur aus dem Sessel rausprügeln, wenn du sowas relativ regelmäßig spielst. Ich weiß nämlich nicht, was jetzt noch kommen soll. Und ein einziges Jumpscare-Fest wird auch langweilig, das hat man jetzt da am Schluss gesehen. Einige haben dann geschrieben, da hat das Spiel ganz schön abgebaut. Ich finde überhaupt nicht, aber die Abschnitte ist einfach zu spät gekommen. Da wird einfach der Jumpscare-Mann dann ein bisschen zu inflationär, zu vorhersehbar und dann funktioniert es nicht mehr. Das ist der Grund, warum ich bloß einen Horror-Monat mache. Das funktioniert, wenn wir mir jeden Montag, Mittwoch und Freitag ein Horrorspiel spielen. Das machen wir genau 2 Wochen lang, dann sitzen wir da und langweilen wir uns. Weil du abstumpfst. Das ist ganz normal. Und genau so habe ich das jetzt da auch empfunden irgendwie.
Am Anfang noch, wenn wir auch direkt angefangen haben, auch jeder komische Sound, mir läuft's eiskalt am Bugel runter. Dann am Anfang, das erste Mal, wenn wir verfolgt werden und so, kriege ich richtig Panik und aber beim zweiten, dritten, vierten Mal, wenn sie mich dann verfolgen, dann interessiert es mich nicht mehr. Und ja. Shadowhunter schreibt, zum Schluss war es ein bisschen eine Umeinanderlauferei. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber es war jetzt 3 Streams lang eigentlich nur Umeinanderlauferei. Mir hat es schon aufgenug. Mir hat es auch aufgerissen, nicht falsch verstehen. Und da waren ein paar Jumpscares drin, die richtig stark gemacht sind. Ganz im Großen und Ganzen hat man sich in dem Spiel wirklich von allen Schockmechaniken bedient, die man jemals irgendwo in einem größeren Horrorspiel gesehen hat. Wie gesagt, bei den 4 großen ist sie bedient worden. Visage, Madison, Outlast, Layers of Fear. Das sind für mich so die direktesten Vergleiche, da wo ich weiß, die 2 Brüder haben die Spiele 28 Mal durchgespielt und die wollten wir nachbauen. Und das ist ihnen auch gelungen. Also für das, dass zu zweit sind, war es narrisch gut gemacht. Jetzt kommt aber das große Aber, warum das Spiel von mir keine 8 von 10 kriegt. Ich lese euch schon. Die meisten sagen so 8 von 10. Das kriegt es bei mir nicht. Das größte Manko ist folgendes. Wie lange haben wir gebraucht? 4,9 Stunden. Also, ich sage einmal off-stream, wenn ich nicht so viel labern und bla und was das eben ist, spulst du das auf 3,5 Stunden durch. 3,5, 4 Stunden maximal. Das Ding kostet 30 Euro. Und das sind 20 Euro zu viel. Für ein Singleplayer-Spiel mit Zero Wiederspielwert, also wirklich null. Ein Horrorspiel hat so gut wie nie Wiederspielwert, das setze ich nicht voraus, aber das Ding darf nicht 30 Euro kosten, das ist sauber irre. Was hat? Warte mal. Das ist jetzt ein schwieriger Vergleich, brauchen wir nicht schmatzen. Aber Ark Raiders kostet 40. Ich sage einmal mit unfassbar viel gutem Willen 14,99 Euro. Und in die Sales für maximal einen 10er. Und ansonsten ist der Preis macht für mich die Wertung kaputt. Es ist auf einem Programmierlevel und auf einem Spielequalitätslevel von einem Indie-Game. Und ein Indie-Game, das 4-5 Stunden dauert, darf nicht 30 Euro kosten. Das ist sauber zu viel. 10er mit maximal. Und da darf ich wahrscheinlich, wenn das Spiel nicht so gut gewesen war, das Spiel sicher selber war wirklich gut. Wir haben bloß einfach auch abgestumpft, wir haben den ganzen Oktober nichts anderes gemacht. Und jetzt wieder seit 3 Wochen, das ist die 3. Woche jetzt, wo man das Spiel nicht spielen, man stumpft einfach ab. Und irgendwann muss ich mich da her sitzen und so da, als da ich der Schrecken. Das mag ich halt auch nicht. Wie viele Stunden hast du in Ark Raiders mittlerweile? Gute Frage. Ich habe auch schon über 2 Wochen nicht mehr gespielt. Keine Zeit nicht. 40. Muss klar. COD hat 60 Euro gekostet früher und waren auch gerade 5 bis 6 Stunden Story. Ja, aber da war ein Multiplayer dabei, wo jeder von uns da in 300 Stunden versenkt hat. Das ist ein bisschen was anderes. Timmy Boy! Ich schleiche mich jetzt dann mal. Gute Nacht alle miteinander. Herr Timmy Boy, schleichen Sie sich davon, habe ich dir. Wenn man es aber mit denen 1-Stunden-Spiele vergleicht, finde ich das schon okay. Ich meine, was sind halt 30 Euro? Spinnst du? Spinnst jetzt total? Steffi, löscht das. Bist du besoffen? Löscht das wieder. Nein! Die anderen Indie-Games, die wir auf eine Stunde durchgespielt haben, kosten teilweise nicht einmal einen Euro. Das ist, habt ihr einen Verstand voll? Leute, merkt ihr, wie man euch weichklopft? Möchtet ihr mich gerade verzeihen, ihr habt euch gerade daran gewohnt, dass ich eine Spiele jetzt 30 Euro kosten. Spinnt ihr ein bisschen? Aber ich finde in Relation, Minecraft war 15 Jahre, ja gut, wann? 2009, das war vor 16 Jahren, 17 Jahren. Im Vergleich 91 Euro und habe schon 60 Stunden drin. Eine Stunde Escape Room kostet 40 Euro, was soll ich sagen? Ist das ein Spiel oder meinst du einen echten Escape Room? In einem echten Escape Room, da sind Angestellte. Die wollen ja Geld verdienen. Ist das Spiel durch? Ja, bleib ich. Ja, sind wir fertig. Also für 4 Stunden 30 Euro ist sauber zu werden. Danke, Herr Schäfer. Das bin ich jetzt wieder.
Ich finde 30 Euro viel zu viel für ein Spiel, das du einmal spielst und dann nicht mehr angelangst, ja. Auf einem Indie-Level. Und bei 15 Euro hätte ich wahrscheinlich schon das Maul noch gefangen. Wir haben ja Indie-Spiele gehabt, was hat ein Hellseed gekostet? Hellseed kostet regulär 19,50 Euro. Das ist mal schon das erste. Das glaube ich haben wir öfter gespielt, wie 3-mal. Und es ist gerade runtergesetzt auf 11,70 Euro. Kosten Visage. Was hat denn Visage gekostet? Visage kostet 30 Euro. Und Visage ist nur mehr auf einem anderen Level an Production Value. Madison kostet 35 Euro. Also, nein, Freunde, also am Ende des Tages muss ja jeder für sich selber wissen, 30 Euro sind 15 Euro zu viel. Ende. Madison habe ich auf 6,5 Stunden durchgehabt und kostet 35 Euro. Madison spielt schon mal, aber also mindestens, wenn nicht sogar 2 Ligen über dem, was wir gerade gespielt haben, genauso wie Visage, genauso wie Outlast und genauso wie. Was war das auch noch nicht? Layers of 4, was kostet das? Layers of 4, das ist also Remake, gell? Kostet 18 Euro. Oh, okay, dachte Visage gibt es für 50 Euro. Ups, ich mein Fehler. Nein. Also, mit den großen 4 kann es sich nicht messen. Will es aber. Müssen es aber nicht, weil sie nun mal bloß zu zweit sind. Also ich verstehe ja gar nicht, warum ich mich jetzt da so lange rechtfertigen muss, warum ich sage, 30 Euro sind 2. Das muss ein Blinder sein. Das muss ein Blinder sein, dass 30 Euro 2 sind. Was kostet Luto? Luto kostet 20. Das Assets von der Mom war dasselbe wie in der Cabin Factory. Habe ich mir auch gedacht. Aber gut, da darf man nichts sagen. Aber das ist noch das Nächste. Die nehmen natürlich Assets her. Warum? Weil es bloß zu zweit sind. Dann kann ich da nicht 30 Euro draufschreiben. Das kann ich nicht bringen, Alter. Das kann ich nicht bringen. 10 maximal. 12,99. 12,99 ist 14,99. Weil es wie 5 Stunden, das ist okay. Das ist ein Zwickel in der Stunde. Für 15 Euro wäre ich dabei, für einmal spielen. Ja, und da die aber auch schon Zähne knirschen, wahrscheinlich einen Punkt abziehen von den 10, wenn es 15 kostet. 11,99 ist für mich so der, war perfekt gewesen, da hätte ich gar nicht über den Preis nachgeredet, hätten wir uns gar nicht drüber unterhalten. 80 Euro, dann nicht das Ding bezahlt. Nein, aber ich glaube 30 Euro ist sauber zu narrisch, sauber zu viel. Aber gut, scheißegal. Dafür hat es keiner von euch kaufen müssen, sondern kann es bei mir anschauen. BMX, das App! Jetzt ignoriere die fette Geldgeile im Internet meine 3 Euro, darum gleich nochmal. Ja, wenn sie über einer dann jetzt mitten unterm Diskutieren, was soll er machen? Nochmal, für 30 Euro kann man auch einem Bürger eine Dono schicken, die ihm auf den Sack geht. Darum gibt es hier bloß 3. Merci dir, Schluss jetzt damit. Im Vergleich zu den großen Horror-Games ist es definitiv zu teuer, ja. Es hat ein paar richtig starke Momente, ein paar richtig krass starke Momente. Aber halt auch ein paar nicht so geile. Und deswegen 30 Euro 2. Aber alles in allem, gut, dass wir es gespielt haben. Das war zwar das perfekte Spiel für nächstes Jahr, für den Horror-Oktober, für den Montag gewesen. Für jeden Montag, bis wir durch sind. Aber gut, da findet man auch was anderes. Der Kopter schreibt, allein der Fakt, dass es sich mit den großen Firmen messen will, darf nicht sein, dass dann genauso viel bzw. mehr kostet. Mal ist die Frage, ob die zwei Brüder das jetzt so sehen, dass sie sich damit messen wollen. Sie wollten einfach ein ähnliches Erlebnis schaffen und haben sich dabei von alle guten von die besten Horrorspiele, die es gibt, bedient. Und das eigentlich für den Debüttitel ganz gut umgesetzt. Aber was nicht geschaut hat, noch ein Jahr mehr Entwicklungszeit. Für Animationen, das Licht und Schatten, ganz schlimm. Story vielleicht noch mal ein bisschen überdenken, was ich ein bisschen ganz hart, also normal ist mir sowas wurscht, wenn ich Spiele, scheiß auf die Story, mir geht's wirklich bloß, gib mir einen Walking Simulator, ich gehe durch und ich möchte so in meinem Sessel drin hocken und alle 10 Minuten, Viertelstunde aus dem Sessel rausgeprügelt werden. Was man besser machen können ist zum Beispiel, was mich dann so rausreißt, ist Ruhe jetzt.
ist, finde ich, wo das glaube ich war, aber war das im ersten oder im zweiten Stream letzte Woche, weiß ich nicht mehr, ist wurscht, da wo wir durch die Kanalisation gegangen sind. Da gehen wir, ja, wir müssen irgendwo in ein anderes Dorf oder irgendeinen Scheiß, dann gehen wir da so aussehen und dann ist einfach ein Baum umknickt, wo wir leicht drübersteigen können und dann muss da ein Kanaldeckel rein. Und dann rennen wir irgendwo unterirdisch umeinander und so weiter. Das ist irgendwie komisch gewesen. Die sind so Sachen, da muss man doch dann, da fällt einem doch was besser sein. Ich weiß jetzt auch nicht. Herr Motto! Allerweil Schätze zum Zuschauer, viel Spaß noch, wie geht's in der Arbeit? Das ist disgusting. Pfiat euch. Herr Motto, danke dir, Kuss auf die Nuss. Möge die Spätschicht so schnell vergehen wie möglich. Zur Not schaust du die Streams von letzter Woche noch mal an oder nebenbei, vielleicht vergeht's dann. Rick, mir ist wieder ein Zwiegel. Mir ist aufgefallen, dass man deinen Stream seit ein paar Wochen nicht mehr auf der Startseite anzeigt auf YouTube. Liegt es an die gelben Streams? Sonst war es immer da, wenn der Stream gestartet ist. Genau, das liegt genau daran. Das liegt an vielen Dingen. Das liegt daran, wie viel du in der letzten Zeit von mir angeschaut hast. Oder du hast in der letzten Zeit viel von anderen angeschaut. Oder Like-Button smashen. Interagieren mit dem Video oder mit dem Stream funktioniert immer ganz gut. Also nicht per Donation oder ich glaube, der Chat hilft auch nichts. Aber einen Kommentar drunter setzen und einen Like-Button drauf smashen funktioniert immer gut, dass du das Video oder wenn ich mit dem Streamen da bin oder sonst irgendwas, dass du das auf die Startseite kriegst. Aber ja, das ist der Slow Death of the Channel. Wenn ich keine Videos nicht mache, das hat man jetzt schön nach der Sommerpause gesehen, wenn ich keine Videos nicht mache, wenn ich wieder Videos mache, zack, also vor mir auf 2 Tage wieder 200, 300, 400 Abonnenten rein, wenn es ein gutes Video war. Und dann geht es wieder nach oben und das merkt man auch in der Viewerzahl und in der Interaktionszahl und so weiter und so fort. Aber wenn man das nicht tut und ich mache nur Streams, haben wir schon wieder bei minus 100 Abos im Monat. Sind wir schon wieder mittendrin. Und mich würde mal interessieren, was passiert, ob das weniger wird, wenn ich meine Streams nicht mehr online schalte. Das ist nämlich erst seitdem, das machen wir jetzt zwar schon eine ganze Zeit lang, dass ich meine Streams auf grün schalte, ja, damit die in der Abo-Box erscheinen, was sie aber nicht tun. Also mittlerweile macht der Abonnieren-Button, der ist sowieso absolut nichtssagend. Ich habe 115.000 Abonnenten und auf einem Video 5.000 Aufrufe. Kann ich drauf scheißen. Sind von 115.000 sind 100.000 Accounts tot. Beziehungsweise haben vielleicht gar nicht tot, aber denen will ich nicht mehr ausgeliefert. Die haben das letzte Mal mit meinem Kanal interagiert vor einem Jahr und sagt halt YouTube, na, schleich dich weg damit. Bei mir erscheinen sie immer in der Abo-Box. Herr Kapigon, du bist da jedes Mal anwesend. Das möchte ich euch damit sagen. Das ist übrigens der Grund, warum euch jeder YouTuber auf den Sack geht, damit auf den Like-Button zum Drucker. Sobald du nämlich mit einem Kanal oder mit seinen Videos auch nur aktiv interagierst, nicht bloß anschaust, dann kriegst du das auch wieder ausgeliefert auf deine Startseite und auf die Empfehlungsseite. Verstehst? Und gleichzeitig hab da ich was davon, weil je mehr Leute das auf einer Startseite haben, desto mehr Leute kommen in den Stream oder schauen das nächste Mal ein Video an. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, sagt immer jeder, und ja, ist auch wichtig, also sage ich genauso, aber ich tue es halt einfach nicht, regelmäßig Videos machen. Es ist, Content is King. Es müssen noch nicht einmal gute Videos sein. Muss noch nicht einmal sein. Du hast damit interagiert, du kriegst das nächste Video wieder. Und wenn du keine Videos mehr machst, sondern bloß noch die Livestreams, wie ich jetzt da, und der Großteil der Community von damals, wie wir mir die über 100.000 Abonnenten reingespart haben, die hat halt mit dem Stream nichts mehr zum tun einfach. Die haben schon lang fort. Also was heißt schon lang fort? Die warten vielleicht nicht fort, aber die kriegen es halt nicht mehr mit. Ich habe Werbung bei Google aus und krieg's trotzdem. Fast jetzt mal ab und zu eine Nachschauungsquote. Ja, das geht genauso. Da interagierst du genauso mit einem Video oder aus dem Kanal und dann wird dir das natürlich angezeigt. Das, wenn du einmal einen Monat machst, nicht in Einrad schreibst, stimmt nicht, ich bin noch da. Ja, ist mir schon klar. Sind einige noch da, das wollte ich jetzt nicht sagen. Egal, was erklären eigentlich. Was ist eigentlich mit den Likes los? 350 Likes bei über 700 Zuschauern. Ja, der Beutel kann man auch Ahnung. Nein, bin immer noch da, seit am Leberkäse. Ja, natürlich haben da. Das heißt ja nicht, dass deswegen alle fort sind. Hat irgendjemand verstanden, was ich gerade erklärt habe? Wenn wir schon bei dem Thema sind, wo ist deine IB? Ist er oder sie? Muss ich nachschauen. Wo ist denn mein. Annex-Admin, 6 Leute online. Was ist denn da los? Der Karl Letzel hat gerade einen Extraktor weggeschickt, beziehungsweise 4 Stück. Schauen wir da mal.
Babidi, bubidi, bibidi, babidi. Schauen wir mal. Kanalmitgliedschaften, Gesamtzeit als Mitglied. Nein, da ist sie umgenannt worden. Oder nicht umgenannt worden. Da steht jetzt nämlich Dani B4101. 94 Monate ist die Mitglied. Der zweite ist der Chris. Dann kommt der Herr Baumann mit 92 Monaten. Der Zocker mit 92 Monaten. Oder mehrere Leute. Der Metzinator, der ist anwesend. Metzinator, Lippi, Herr Rauscher, der Zocker, der Maxi und der Fanboy haben alle 92 Monate und dann der Danny B. Dann kommt ganz furchtbar lang nichts und dann kommen die nächsten. Das ist absolut insane. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen haben seit 92 Monaten eine Subscription da herin. Was soll ich sagen, oder? Na, das, was der Bernie schreibt. Der harte Kern ist noch anwesend, der Rest ein Ahnungslose. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Aber auch ihr werdet irgendwann abbiegen. Irgendwann biegt jeder ab. Bist du auch beim Bier, gell? Verstehst? Wo ist der Sprengi eigentlich? Den habe ich seit Wochen nicht mehr gelesen. Da bist du auch nicht in jedem Stream dabei. Am Montag war da. Das Patch, was ist mit dem Golem eigentlich los? Dennis der Röster, ich weiß nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Warum müssen die in Großbuchstaben geschrieben sein? Frage ich mich. Wenn du Zeit ist, zeigst du irgendwas von NX für wen der das nicht spielt? Nö, noch nicht. Sonst mach ich die Leute wieder noch schärfer drauf und dann haben sie wieder lästig, wenn ich nicht vor Weihnachten release und so weiter und so fort und ich mache mir selber wieder mehr Stress. Also haben wir am Montag, glaube ich, haben wir über eine Stunde lang über NX geredet. Wer was über NX wissen will, das ist mein Spiel, das ich selber mache, das ist auch schon zugänglich. Es ist ein klassisches Browser-Game, so wie man das Ende der 2000er gern mal gespielt hat. Ja? Wer Bock hat, annex.gg ist eine Internetadresse. Du brauchst keine App installieren, nicht auf Steam, nicht irgendwo anderen Scheiß. Es ist im Prinzip eine Internetseite. Aber es ist ein Spiel. Ich bin halt noch nicht fertig damit. Ich werde nie fertig sein damit, aber es ist noch einiges zu tun. Es ist ja wirklich scheiße fett zum Tor und ich merke es in den letzten 2, 3, 4 Wochen, seitdem ich wieder volle Kanone dort sitze in jeder freien Minute. Ich vernachlässige alles. Ich check überhaupt nicht mehr, was um mich rundum passiert. Und das wird wieder so, sobald das Spiel live ist. Und wenn ich das jetzt noch 2 Wochen durchziehe oder 3 Wochen und dann geht das Spiel auch noch live und dann muss ich es durchziehen, nochmal 2, 3, 4 Wochen, bis alles einmal einigermaßen so dann seine Wege geht und so und das dahin läuft und ich nicht jede Minute davor sitzen muss. Das tue ich mir jetzt nicht noch. Sagen wir es so. Nein, wir reden nicht über NX. Die nächsten 40 Minuten über NX. Schau, Birger, ich hätte die 30 Euro fürs Spiel gönnen. Nein. Das geht ja nicht, wenn ich sage, dass das Spätzweig kostet. Ich kann es sowieso von der Steuer absetzen. Ha, da habe ich noch eine schöne Geschichte. Ich habe gestern herausgefunden, wie es die großen YouTuber reißt. Und zwar alle. Schon mal jemand mitgekriegt? Wenn ein YouTuber kommt und dann, oh Scheiße, ich habe kein Geld mehr, ich bin pleite. Hat mit Sicherheit schon mal irgendjemand bei einem YouTuber mitgekriegt. Tanzverbot, einen Krank hätten es probiert, etc. Schon mal mitgekriegt, ja? Ja, gestern habe ich, das habe ich im Juli schon mal kurz erzählt, ich habe eine Betriebsprüfung. Ganz normal. Ist ganz normal. Ich habe schon 2 gehabt. Umsatzsteuerprüfungen, wohlgemerkt. So, und jetzt mal so wacht. Hat's dann vorgelassen, warum in diesem Scheißdrecksland keiner mehr Bock oder irgendwas zum tun. Gestern habe ich herausgefunden, wie es die YouTuber alle reißt. Wenn es bei denen genauso gelaufen ist, ich meine, das weiß ich nicht. Aber ich gehe schwer davon aus. Ich mache das da jetzt mit meiner teilweise Selbstständigkeit seit 2017. Ja, also seit 8, fast 9 Jahren. So richtig, sagen wir es einmal, ist es seit 2018 eigentlich, 2018, 19. Ist ja vollkommen wurscht. Auf alle Fälle mache ich das schon eine Zeit lang. Seit wirklich Anfang an, bin ich der bravste Staatsbürger in diesem Land. Staatsbürger, Entschuldigung. Ich notiere alles. Ich versuche nicht zum Bescheißen, irgendwelche Sachen absetzen, die dubios sind oder keine Ahnung, ich habe 5 Autos und irgendwelche Immobilien irgendwo am Arsch oder sonst irgendeinen Mist. Ja, nichts davon. Ich habe immer Zeit, ich habe lang vorher gezahlt, bevor man überhaupt zahlen muss.
Ich habe nicht einmal versandt, meine Steuern zum Zahlen. Ich habe nicht einmal irgendwas versandt. Nichts. So. Dann kommt 2019 Umsatzsteuerprüfung 1. Was bedeutet das? Wenn du im Jahr unter, ich weiß einen Betrag nicht genau, sagen wir jetzt einfach mal 20.000 Euro. Wenn du im Jahr unter 20.000 Euro Umsatz machst, bist du Kleinunternehmer. Das bedeutet, du musst keine Umsatzsteuer abführen. Das heißt, wenn du bei mir was kaufst, dann ist da keine Mehrwertsteuer drauf. Okay? So. Zweimal hat das Finanzamt das geprüft damals. Einmal 2019, einmal 2020. Und bestätigt, na, Donations sind nicht umsatzsteuerpflichtig und das andere nicht da auch nicht und das nicht und das nicht und das und das auch nicht. Nein, passt schon. Okay. Ja, super. Ja, passt. Dahin gelaufen. So, jetzt haben wir Ende 2025. Was gestern für ein Brief vom Finanzamt? Ja, nicht ein Brief, sondern eine E-Mail von der Steuerberaterin. Man, die kann nichts dafür. Die ist genauso stinksauer wie ich. Ja, wir dachten jetzt gerne noch von der Betriebsprüfung das wissen und das wissen. Unter anderem war da auch so ein Punkt, der Umsatz von dieser. Ich sag's jetzt noch nicht, was für Umsatz von dieser, bist du behindert? Wer interessiert mich? Hä? Meine Musik ist überall online und keine Ahnung was. Und am wenigsten wird's auf dieser gespielt. Da habe ich, glaube ich, im Jahr 8 Euro verdient oder so. Das muss ich jetzt aussuchen. Die letzten 8 Jahre. Wie viel, dass ich da im Monat verdient habe, ist das sehr ernst? Ja gut, mach ich, hilft eh nicht. Okay. So, kommt gestern ein Brieflein, E-Mail, Entschuldigung, der Steuerberaterin. Ja, Ergebnisse der Betriebsprüfung, man hat jetzt da nichts gefunden, aber die sagen, du giltst jetzt doch als umsatzsteuerpflichtig. Und nicht erst nächstes Jahr, sondern seit 2020. Moment mal. Was? Ja, und wir kriegen jetzt halt hier Betrag X einfügen, den ich jetzt nicht nennen werde, aber der ist so exorbitant, dass er jedem normalen Menschen normalerweise Fürs unterm Arsch wegzieht. Bin ich da gesessen und habe mir gedacht, was? Die können doch nicht einfach hergehen und mich nachträglich, du bist jetzt doch umsatzsteuerpflichtig mit denen und denen Einnahmen. Ja, wir kriegen bitte, der Betrag ist jetzt fiktiv, ja, wir kriegen bitte 80.000 Euro für dich. Was? Hat sie nicht ganz der fünfstellig? Ja, selbstverständlich fünfstellig. Selbstverständlich ist der fünfstellig. Wegen vierstellig darf ich mich auch aufregen, aber er ist nicht, leider nicht vierstellig. 5 Jahre später oder was ist das denn? Genau. Und dann wird sie gewundert, warum in diesem Scheißland, und ich sag's jetzt auch, wie es ist, in diesem Drecksland, keiner mehr Bock hat, irgendwas anzufangen, irgendeinen Handstrich zum Tor, wenn's noch nicht gelangt, dass wir die Hälfte wegnehmen von allem, was ich tue. Von allem, was ich tue. Und übrigens von euch auch. Gelangt's einer noch nicht. Und da bin ich richtig lästig. Das ist eine richtig asoziale Scheiße. Du kannst dann nie sicher sein, was sich diese Dreckschweine einfallen lassen, wenn einer langweilig ist. Oh ja, weißt du was? Oh, ja, das trauen wir uns jetzt einfach so hin, wie wir es brauchen. Vorher weiß ich nicht, dass es nicht nur mehr einfach mittendrin ein Brief daherkommt mit, ja übrigens, ja, du bist jetzt aus irgendwelchen dubiosen Gründen Doppelumsatzsteuerpflichtig. Da, jetzt kriegen wir nicht 80, sondern 160.000. Ja, haben sie ins Hirn geschissen. Das ist ungefähr so, das ist nicht bloß 5 Jahre später, wir haben in einem Monat 2026, Freunde. Das ist 6 Jahre später. Und ich sitze da und denke mir, ich kann mir nie wieder sicher sein, dass nicht aus heiterem Himmel am Finanzamt einfällt, das haben wir schon lange, keine Ahnung, ja. Und jetzt sage ich dir was, und da entschuldige ich mich in direktester Form, falls ich mich da in der Vergangenheit irgendwann einmal über irgendjemanden lustig gemacht habe von den anderen YouTuber und die als dumm bezeichnet habe oder sonst irgendwas. Wenn das die Masche ist, wie mit YouTuber und Streamer oder Influencer oder sonst was umgegangen wird beim Finanzamt. Jetzt stell dir mal Folgendes, also wichtig, ich gehe nicht insolvent, ja. Es ist ein saftiger Geldbetrag, da wo ich mir denke, Bruder, da kaufen wir 3 Autos davon. In meiner Welt. Da kaufe ich mir 3 Autos und lebe ein Jahr lang in Ägypten. Hat sie besoffen.
Da bauen wir neue Garten. Spitz ihr. Nie wieder werde ich mich darüber lustig machen, weil wenn das mit alle so gemacht wird, dass es einfach aus dem Nix kommt, vorher wird sogar noch zweimal, ich wiederhole, zweimal vom Finanzamt bestätigt, du bist nicht umsatzsteuerpflichtig, hier und hier. 5 Jahre später doch. Ah ja, und jetzt musst du übrigens rückgängig alles nachzahlen. Was? Spinnst du ein bisschen? Du hast ja alles richtig gemacht, und die haben halt alles rausballert. Jetzt pass mir beobachtet. Jetzt stell dir mal vor, ich war einer von den richtig Großen gewesen. So in meiner Prime, 2019, 2021, diese 3 Jahre. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte denselben Erfolg deutschlandweit gehabt, so wie in Bayern weit gehabt habe. Dann war ich einer von den Großen gewesen. Ja, und da rede ich von 1 Million, 2 Millionen Abonnenten aufwärts. Du hast 2, 3 Jahre deine Halbzeit und dann verdienst du da so arg viel Geld, dass wirklich, das muss grenzdebil sein. Und dann ist es irgendwann wieder vorbei. Ja, ist ganz normal, dass es irgendwann vorbei ist. Ist ja bei mir so. Ja, es ist jetzt nicht mehr so wie vor 3, 4 Jahren. Es ist halt einfach so. Und dann gingen deine Einnahmen innerhalb kürzester Zeit, wieder fiktive Zahlen, sagen wir mal, die gingen von, rechnen wir einfach mal jetzt monatlich, von 10.000 Euro im Monat, was absolut utopisch ist, das ist mir schon klar, um das geht jetzt aber nicht, gingen von einem Jahr auf das andere runter auf 1. Da kann man immer noch leben davon. Ja, da kann man immer noch leben davon. Das ja, vom 1.000 im Monat kann kein Mensch leben. Aber ihr wisst, was ich meine. So, dass man immer noch leben kann davon, sagen wir mal 2,5. Ja, 2,5, du hast ein Auto, du hast eine Wohnung, keine Ahnung was. Ja gut, gewohnst dich dran, passt schon. Du hast ein wenig Geld natürlich auf der Seite. Oder auch wenn es gar keins auf der Seite hast. Ich meine, das Finanzamt kann ja nicht davon ausgehen, dass du immer Geld auf der Seite hast. Sind die nicht ganz dicht. Eigentlich. Aber gut. Und dann geht's 5, 6 Jahre lang so dahin mit deinen 2,5. Du kannst leben davon, wunderbar. Und nach 6 Jahren kommt das Finanzamt daher und möchte für die letzten 6 Jahre inklusive und vor allem für die, was so gut gelaufen ist, rückwirkend die Umsatzsteuer. Obwohl sie da vorher gesagt haben, na, das ist nicht umsatzsteuerpflichtig. Selbstverständlich nicht. Du verkaufst ja nichts. Also ich verkaufe ja mit einer Donation nichts. Und auf einmal sagen sie ja doch. Dann kannst du so viel Geld auf der Seite haben, wie du willst, das kannst du nicht erzahlen. Und dann zerbröselst du. Und zwar wir alle anderen. Ich lege meine Hand ins Feuer, dass das der Grund ist, warum es die Leute alle zerreißt. Ja, wenn es das nicht anpasst und angibst, rechnen die damit. Ich hab alles angegeben. Ich glaube, auf diesem Planeten macht keiner so fein säuberlich seine verfickte Steuererklärung wie ich, der jeden Cent angibt. Jeden. Weil ich keinen Stress haben will. Und jetzt das. Weißt du, was du mit kann, nicht du jetzt im Chat da, sondern weißt du, was mir das Finanzamt kann? Kreuzweise. Die kriegen nie wieder nur eine Zahlung freiwillig. Zweitens, die kriegen alle SEPA-Lastschriftmandate werden kündigt. Alle. Die kriegen das Geld erst nach der 5. Mahnung, bevor ich zahlen muss. Dann werde ich mir sauber was ausdenken, wie man diese Firmierung für YouTube etc. anpasst, dass die keinen Cent Geld mehr verdienen. Von mir. Die kriegen schon noch was, selbstverständlich Einkommensteuer muss ja jeder zahlen, aber was das hier alles betrifft oder mein Spui etc., werde ich alles dafür tun, dass jeder Cent wird umdreht. Jeder. Ja, es ist vorbei. Mein Kanal hier ist groß geworden mit einem gewissen Level an Heimatliebe. Ja? Aber so, was du mit kannst, Alter, du kannst mit dem Arsch lecken. Du kannst mit dem Arsch lecken mit diesem System, wenn irgendjemand anders kommt und jeder einzelne da Hörerin weiß, von was ich rede. Ich muss nicht mehr aussprechen. Kriegt alles in den Arsch geschoben. Alles. Der braucht bloß zwei bestimmte Wörter sagen, ihm wird alles ins Arschloch geschoben. Und ich werde ausgesackt wie der letzte Volltrottel. Und dann wird sie gewundert, warum in dieses Scheißland keiner kommt mit seiner Firma und da irgendwas da will. Wie so dumm kann keiner sein! Und mir ist dabei übrigens scheißegal, wie es mich nennst. Nenn mich Nazi, nenn mich rechts, ist mir egal. Bestätigt mir bloß, dass ich recht habe. Aber langsam geht sie flöten, die sogenannte Heimatliebe. Weil man nur noch von Behinderte, nur noch von geistig Behinderte angeschafft werden. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Aber wie so oft im Leben, das spannst du erst so richtig, wenn es dich selber trifft. Und mich hat es halt jetzt so getroffen. Mir klang es halt jetzt.
Weißt nicht schon vielleicht nur Stress den ganzen Tag hast mit jeder Scheiße. Das Finanzamt kann ja nicht dafür, da wird ein Gesetz von irgendwem erlassen und sie müssen es halt vollziehen, wird die Polizei halt auch mit noch so blöde Regeln, Ausgangssperre. Und deswegen lassen sie sich 4 Monate mit meiner Betriebsprüfung Zeit. Weil's ja müssen. Außerdem ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Becher, dann arbeit nicht beim Finanzamt, wenn's nicht dann damit werden möchtest. Du Trottel. Fertig. Also, Alter, wer verteidigt das Finanzamt? Eigentlich kehrst du ausgeworfen für das. Das Scarecrow schreibt, ich nenne die Realist. Ich weiß ja nicht, wie ich mich selber nenne. Dummer Vollidiot, dass ich noch nicht weggezogen bin. Das ist die zwei Gründe, warum ich mich von hier nicht verpiss. Na, dann sagen wir 3. Erstens, es ist immer leicht gesagt, aber nicht einfach getan. Zweitens, es ist halt immer nur ein Funken Heimatliebe. Ich mag da nicht weg, eigentlich gefällt's mir da. Aber man zwingt mich langsam, aber sicher. Man zwingt mich. Ab nach Dubai. Jetzt, wenn du es nur richtig schreibst, Herr Vlogger, dann vielleicht. Rückwirkend ist sowieso eine Frechheit. Ja, das ist, also du kannst nicht einfach dahin, weißt du, wie das ist? Ey, ich hätte mein Auto zum Verkaufen, dann kommst du da vorbei, dann machen wir mir aus, ja, verkaufe ich dir für 10.000. Da nimmst du mit, passt schon. In 5 Jahren komme ich, es waren aber 20 ausgemacht. Wo ist das Geld? Ja, spinnst du, das war überhaupt nicht ausgemacht. Ist mir egal, 20. Ja, kann ich nicht zahlen. Tja, dann sperren wir die ein. Was? Kannst du auch noch in die Schweiz oder Dubai abhauen? Was soll ich in scheiß Dubai? Sag's selber. Was soll ich in scheißdrecks Dubai? Da mag ich nicht hin. Die staubigen Sandloch-Scheiße da unten. Zumindest in Firmensitz ins Ausland verlegen. Das hilft ja da ja in Deutschland nichts. Du musst ja trotzdem, wie läuft's? Du musst dort Steuern zahlen, wo derjenige einkauft. Also wenn ihr mir da eine Donation schicken würdet, ja, dann müsstet ihr trotzdem da der Steuer zahlen. Man sie die blöd sein oder was? Es ist halt nur noch lächerlich. Was du bei uns Geld abgibst von deinen Einnahmen, das ist einfach nur noch lächerlich. Und es wird nur noch mehr. Jetzt soll man noch länger arbeiten, irgendwas mit der Renten beschlossen, wo wieder die linken Vollidioten mit abstimmen müssen, weil es sonst nicht durchgeht. Ich schwöre dir bei Gott, dieses Scheißdrecksland das rennt mit einem Joker-Grinsen in den Kreissack durch, fällt hinten am Boden runter, steht noch mehr auf, pickt sich zusammen und läuft noch mehr durch. So dumm kann keiner sein. So dumm kann keiner sein. Ich kann's, ja, was soll ich sagen, Alter? So dumm kann keiner sein. Und wenn ich noch einmal von irgendeine Nazi-Kacke oder sonst irgendeinen Scheiße, halt dein Maul. Halt einfach dein Maul, weil du keine Ahnung hast. Von nix. Von nichts. Das Problem ist, dass der Millionärsepp das gleiche zahlt wie der Normalo. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Scheißproblem. Scheiße, die paar normaler, nicht die normaler, die Millionärsidioten, die wen halt nicht mehr wollen, dann verpisst. Also die haben sich die sowieso schon verpisst. Wer Millionär ist und in Deutschland bleibt, der ist sowieso dumm. Hamubi hat und Deutschland eine Partnerschaft. Ja! Da denke ich mir auch so. Der Marc schreit, aber lass einmal prüfen, wie das mit Schenkungen ausschaut. Nichts anderes sind Donations, ja. Da ist schon sehr viel Ahnungslosigkeit unterwegs, gell? Wohlstandsverdummung. Das ist ein schönes Wort schon, ja? Das ist ein schönes Wort. Und das ist der einzige Grund, warum wir von Vollidioten regiert werden. Genau das ist der Grund. Warum? Weil die so weit weg von der Realität sind, dass sie überhaupt nicht mehr kapieren, was los ist. Deswegen wissen die ja nicht, was der Sprit kostet. Deswegen wissen die, also, das weiß ich jetzt nicht, das macht normal mein Fahrer. Ja, Kruzifix, sag einmal. Und du entscheidest, wie ich meine Arbeit zum Machen hab. Du Trottel, du Saudumme. Nein! Mehr ist wieder im Fünfer. Aber kostet nichts dagegen dort. Natürlich werden wir probieren, was dagegen zum Tor. Das ist schon klar. Also wir haben 2 Minuten, oder was heißt mir? Wenn ich sage mir, dann rede ich von mir und meiner Steuerberaterin. Wir haben 2 Mal die Bestätigung da, dass es 2 Mal extra geprüft worden ist, dass das eben nicht so ist. Und dann gibt es noch 2, 3 andere Wege, wie wir das umtüdeln und je nachdem, ob das Finanzamt mitspielt oder nicht. Ansonsten werden gegebenenfalls rechtliche Schritte eingeleitet. Das wird ausprobiert, weil das lasse ich mir nicht gefallen. Und wenn das alles nicht durchgeht, dann werde ich hier firmenstrukturiermäßig nimmer auf Netmore und auf ehrlichen
sondern ich werde mir jetzt kleine Schlupfloch suchen, das gibt und diesen Start prellen, wo ich nur kann. Wo ich nur kann. Keinen verfickten Cent mehr. Ich habe mir zum Beispiel ein Online-Impressum gekauft, damit ich öffentlich ins Internet zum Beispiel bei meinem Spiel nicht meine Adresse einschreiben muss. Kostet im November 27 Cent. Was normalerweise ist mir das unter, was weiß ich, ein paar Euro zu blöd, dass ich das überhaupt in mein YouTube-Geschäft da einschreibe von der Steuer absetzen, weil ich denke, leg mir am Arsch. Hat die Steuerberaterin kostet bloß deswegen mehr, weil die 27 Cent da irgendwo verbuchen muss. Jeder Cent ist jetzt drin. Jeder verfickte Cent. Alles, was ich für dieses Haus kaufe, alles, was ich an Strom brauche, alles. Verfickte Scheiße, alles. Wird irgendwie von der Steuer abgesetzt, es werden in Firmen aufteilt, ist mir egal, wie wir das machen, aber dieser drecksverhurte Hurensohnstaat kriegt von mir freiwillig nie wieder irgendwas, wenn er sich weiter so aufführt, wie er es tut. Schnauze voll. Und 5 Minuten später rennen irgendwelche Vollidioten umeinander und beschweren sich, warum in dem Land nichts geht. Wer ist denn freiwillig so blöd und kommt da her und gibt 3/4 von seinem Geld her? Ja, Kim, wisst ihr eigentlich, dass ihr bis Ende August nur für einen Start in die Arbeit geht? Wisst ihr das eigentlich? So der Durchschnitt. Ja, manche ein bisschen länger, manche ein bisschen weniger. Weil das so nicht gelangt. Ja, du bist jetzt umsatzsteuerpflichtig. Ja, jetzt gehst du mal bis Dezember in die Arbeit, gell? Und den ganzen Dezember gehst du dann in die Arbeit, damit du überhaupt in die Arbeit kommst. Du Trottel! Du Trottel, am Benziner fahren musst! Ja, da fällt mir nichts mehr dazu. Da fällt mir nichts mehr ein dazu, da braucht sich keiner mehr wundern und es kommt genauso, wie ich es vor ungefähr einem Jahr gepredigt habe. Diese Drecks-Scheißhaus-Regierung, die gerade angeblich was zum Sagen hat, die zerreißt genau gar nichts. Fucking nothing. Und nächstes Jahr blau 35%. Mark my words. Holmi! Lass dir bloß nichts fallen, Bier. Du tue ich sowieso nicht. Merci für dein Zwiegel. Dankeschön im Allgemeinen. Schaffleck, merci für 48 Monate. Steuer da, Steuer hier, danke Deutschland. Ja. Man versteuert man sprichwörtlich Luft. Zahlen Rentner nicht auch Steuer? Ja. Das ist das absurdeste System ever. Du versteuerst deine Einnahmen, wo du in die Rente einzahlst, und wenn du die Rente wieder zurückkriegst, wird das auch wieder versteuert. Das ist so geil. Und wenn du mit der Rente, die du schon mal versteuert hast beim Einzahlen und versteuert wieder beim Auszahlen, wenn du da wieder was kaufst damit, dann zahlst du auch wieder Steuer drauf, weil da ist eine Mehrwertsteuer drauf. Und, ja. Michael schreibt, es wird sowas von knallen. Ja, wird's. Der Tag wird kommen und in die Länder um unseren Dumm sehen wir schon wunderschön, wie und wann das anfängt. Schaust du mal nach England, schaust du mal nach Irland, schaust du mal nach Spanien, Frankreich. Es fängt schon langsam an, dass langsam die Leute kapieren, was eigentlich hier los ist. Und ich kann keinem mehr helfen, der es immer noch nicht gecheckt hat. Und immer noch Dinge sagt und nachläuft. Ich kann offensichtlicher wird's nicht mehr. Bruder, offensichtlicher wird's nicht mehr, wer es immer noch nicht verstanden hat. Ja, dann kehrt's nicht anders. Scharfleck. Steuerberaterzuschuss. Scharfleck, merci dir. Schluss jetzt damit. Man zahlt ja auch Mehrwertsteuer auf die Mineralölsteuer. Ja. Ist da CO2-Steuer schon drin oder kommt die dann noch um? Kim, hör auf. Die einzigen, die es richtig machen, sind die Arbeitslosen. Ja. Und die Leute, die mir durchfordern, denen kann ich noch nicht mehr, ich bin ja nicht besser auf die Leute, die da durchgefordert werden. Ich tat es ja ganz genau so. Wenn ich in irgendeinem scheiß Sandloch wohne und hab gehört so, hey, da wenn ich jetzt ein paar tausend Kilometer da rauffahre und mich da vor einen Zaun stehe und ein Wort sage, dann kriege ich eine Wohnung, die der Sandsturm nicht davor bläst, ich kriege einen Haufen Geld. Da liegt nicht überall Scheiße am Boden umeinander. Da ist voll geil eigentlich. Da gehen wir hin. Denen kann es nicht besser sein. Mir geht es darum, um die Leute, die das zulassen. Auf denen gehört der. Und das ist einfach, das Problem ist so meine Ansicht, mittlerweile sitzen da wirklich nur noch dumm studierte Vollidioten drin, die nicht mal fertig studiert haben. Also wirklich Leute, die einfach gar nichts da haben in ihrem Leben.
keine Ahnung von der Arbeitswelt, keine Ahnung von irgendwas. Mit dem Goldlöffel in der Fresse aufgewachsen, weil es uns halt nun mal auch die letzten 60 Jahre unfassbar gut gegangen ist. Muss man auch mal dazu sagen, das ist ja so. Und ich bin da auch drin aufgewachsen, ja, ich bin auch mit dem goldenen Löffel im Maul aufgewachsen, ich bin auch ziemlich bequem und nicht sonderlich fleißig, muss man auch mal sagen, weil wenn ich nicht gerade einen Rausch habe, in nichts um anzubauen oder sonst irgendwas, dann tue ich auch meistens nichts. Aber wenn ich halt einmal irgendwas tue, dann hätte ich gern was davon. Und klagen sie vorher ins Studium ein. Das darf mich nicht wundern. Schausteller sitzen da drin in der Politik. Ja, genau. Und um was anderes geht es. Das ist eine einzige Frentalwirtschaft. Und das hat sich in unseren Wohlstandsjahren, über die Jahrzehnte, ist das immer mehr geworden. Da kommst du nur noch eine, wenn du deppern kennst. Da kannst du nicht eine arbeiten. Oder es wird halt so radikal Scheiße baut, dann kommen natürlich neue Parteien und die vorher keiner gewinnt, die keine Frentalwirtschaft brauchen. Aber in der Regel bin ich mir sicher, sitzen da nur Leute drin. Wo haben denn eigentlich diese ganzen Skandale hingegeben? Die Greichen-Geschichte zum Beispiel vom Habeck. Warum wird denn da nicht neu da? Was ist denn da eigentlich? Der seine ganze Verwandtschaft da irgendwie durchgeführt mit Millionen von Steuergeldern. Warum fragt denn da keiner nach? Am Anfang steht schwarz 520 Fragen oder so in Richtung SPD. Die Fragen beantworten nicht. Das wollen wir nicht. Weil wenn, dann machen wir keine Koalition. Ja gut, dann haben die Fragen natürlich weg. Wo haben wir denn eigentlich? Wo haben wir eigentlich? Was hat da jemand wie ein Spahn noch zum Suchen? Was sucht denn der nach der... Was tut der da? Ich wenn einmal in der Arbeit sehe, eine Scheiße baue wie der, dann kriege ich mit unfassbar... Nein, in dem Ausmaß bin ich fort. Da bin ich fort. Und ich bin fort. Was tut der? Er sitzt da wieder drin. Der sitzt da drin, der hat sich da mit einem Sekundenkleber hingepickt und verzeiht mir irgendeine Scheiße, was er vom Gesundheitsminister zu dem Minister und dem Minister, und ich frage mich, was tust du da? Was hast du eigentlich gelernt in deinem Leben? Was kannst du eigentlich irgendwas? Kannst du was, Jens? Ha? Jens, kannst du was? Irgendwas? Was qualifiziert die, dass du da sitzt und mir sagst, wie ich mich in einer Pandemie zu verhalten habe? Hä? 551 Fragen. Dankeschön. Genau. Sowas, wenn du in der freien Wirtschaft machst, wirst du normal eingesperrt. Da wird keine lange Monate, da wirst du eingesperrt. Wenn du sowas mit Absicht machst und so weiter. Ja. Da können wir uns aufregen ohne Ende. Ist schon wieder sauber politisch. Ja. Mr. BMXer. Wir zahlen auch einen Haufen Krankenkasse, privatversichert, eigene Autowerkstatt, dann einen ekligen Tumor von einem Arzt zum anderen, wochenlanges Warten, bin dann nach Finnland ausgewandert, alles easy, kein Problem. So, dann schickt mir gleich einmal eine Anleitung, wie man nach Finnland auswandert. Handfinden auch so blöd, dass die an jeden Trottel aufnehmen, oder muss man da Finnisch kennen? Und so weiter. Ich hatte wegen meiner Meinung einen Schulverweis. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, aber nein. Die Faschos sind bei den Rechten. Der Habeck kriegt übrigens einen Film über sein Leben, natürlich Steuergeld. Stimmt, das wollte ich vorher bei der Erwähnung vom Habeck auch noch kurz anmerken. Da gibt es jetzt irgendeinen Kinofilm mit diesem Vollidioten. Und was wir den zahlt hat? Mir. Ich kapier's nicht, oder? Ich kapier's nicht. Linke Schule in MA. Ich weiß nicht, wo MA ist, aber gibt's nicht bald nur noch linke Schulen? Wie viel? Was ich, ist egal. Ist egal. Live-Radikalisierung im Internet, ja. Nein, das hat nichts mit Radikalisierung zu tun. Der Herr Staat, der sorgt schon schön brav selber dafür, dass ich mich radikalisiere. Außerdem ist, wenn irgendein Staatsspacko sagt, ich bin radikal, dann ist das nichts wert. Das ist genau dasselbe, wenn er sagt, ja, lauter Nazis. Du Vollidiot, du hast überhaupt keine Ahnung. Du hast überhaupt keine Ahnung, was Nazis sind. Du hast überhaupt keine Ahnung, was Nazis da haben. Du hast ab 0, 0, fucking, halt dein Maul. Wenn du das, was ich gerade erzählt hast, also ich rede übrigens gerade nicht mit dir, sondern ich rede so in die Allgemeinheit, weil es gibt wahrscheinlich Leute, die so denken, oder die mir das nicht, hat sogar schon mal jemand irgendwo hingeschrieben, Birger, du giltst für mich jetzt als gesichert rechtsextrem. Du Nachbaff in der Volltrottel. Sag mir, dass du Volldepp bist, ohne dass du sagst, dass du Volldepp bist. Gratelse! Was ist, wenn es deine eigene Partei grün ist und das System stürzt? Ja, da haben wir einen Arschzweidand. Da haben wir mir einen Arschzweidand. Aber wenn, dann tritt ich einer bei. Und das wird einigen nicht gefallen, was vorne das ist. 270.000 haben wir gezahlt für den Film.
Ja. Du, 270.000 ist eh nix. Ja, mei, das ist eh nix. Da würde mich interessieren, wie viel Geld das der Habeck selber davor eingesackt hat. Der Kameramann war auf einmal, den Habeck sein Bruder, nehmen wir an, der heißt Klaus. Du, Klaus, du hast doch früher mal so Videos aufgenommen. Ja, du bist der Kameramann, was kostet eine Stunde? Oder einen Film machen wir. Ja, einen Film machen wir. Was kostet du? Ja, du kriegst halt einmal 70. So, die kleine Schwester, so, du hast doch auch früher mal ein Mikrofon umeinander und so, oder? Ja, du machst einmal Tonfrau, du kriegst auch noch mal 100 hinten rein. Und dann müssen wir uns noch irgendjemanden engagieren, der es wirklich kann und der kriegt die restlichen 100. Genauso ist es gelaufen, 100%ig. Dumme! Da, das muntert dich auf. Just Mercy, Alter. Ah ja, jetzt Steffi. Dino Dono. Merci dir. Schluss. Alles Extreme kann nicht gesund sein. Wir haben mal das gesunde Mittelmaß verlernt. Alles nicht mehr in Balance. Das ist absolut richtig. Absolut richtig. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen und darum gibt es nur eine Richtung, entweder nach links oder nach rechts. Und meine ist mit Sicherheit nicht links. Sagen wir es jetzt einfach mal so direkt, wie es ist. Und ich schaue mir ja nicht dafür, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann der Masse das eingetrichtert wurde. Rechts heißt nicht automatisch, du bist ein Nazi. Das meine ich mit, Leute wissen überhaupt nicht, was ein Nazi überhaupt ist. Die Leute so dumm, das ist unfassbar. Warum ist links in Ordnung, aber rechts nicht? Ja, ich rede nicht von rechtsradikal, das ist nochmal was anderes. Weißt du was? Links... Ich mache einen deutlichen Unterschied zwischen links und linksradikal. Es gibt durchaus linke Ansichten, die nicht schlecht sind. Die gibt's. Ja, aber sie funktionieren halt einfach nicht, weil irgendjemand muss zahlen. Und das Geld, die Reichen wegnehmen, das funktioniert nicht, weil die machen so und sie sind fort. Und dann ist das Land total im Arsch. Und wie gut der Sozialismus funktioniert, das hat man ja bei den Russen gesehen. Du kannst ja auch mal nach Nordkorea fahren. Fragst du mal wie der Kommunismus und Sozialismus so läuft. Das ist sicher gut. Das ist sicher schön. Wenn es dir so gut gefällt, dann fahr da um. Und wie Linksradikalismus aussieht, das haben wir am Wochenende in Gießen gesehen. Und wie unsere Medienlandschaft darüber berichtet, dass da Abgeordnete verdroschen worden sind von die Blauer, etc. Nämlich kein Wort darüber verlieren. Ich kann's nicht oft genug sagen, wer es immer noch nicht sieht, dem ist nicht mehr zu helfen. Dem ist nicht mehr zu helfen. Und man hat dir so lange in dein Behindertenhirn hineingetrichtert, das ist alles Nazis, unsere Demokratie. Wenn ich noch einmal unsere Demokratie hören muss, Alter. In diesem sogenannten besten Deutschland aller Zeiten. Was denn für ein bestes Deutschland aller Zeiten, ha? Wie mache jetzt das, ohne dass es offensichtlich ist? Ja. Die Leute leben ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Was ich für Befürchtung habe? Das ist nicht mehr umkehrbar. Das, was da die letzten Jahre passiert ist, speziell seit den letzten 10 Jahren, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Egal was passiert. Und wenn, dann müsste es wirklich radikal sein. Und das mag ich nicht. Ja? Wie gesagt, ich bin kein Rechtsradikaler. Okay? Ich bin nur ultrakonservativ. Das, was CDU früher mal war. Früher mal. Bevor diese ganzen ahnungslosen Vollpfosten da drin sind. Was ist denn der Merz für eine Witzfigur? Links ist vorbei, jetzt ist Rambo Zambo. Und am nächsten Tag einfach vergessen, was er gesagt hat. Also wer das immer noch nicht sagt, ich kann euch nicht helfen mehr. Dann muss ich euch auch ein Test Down-Syndrom aussteigen. Anders ist es nicht zum Erklären. Wer sich immer wird, das ist das Allergeil. Ich sag da nicht, wo du dein Kreuzel, wir werden sowieso sehr bald noch mal Kreuzel machen müssen, gebe ich dir Brief und Siegel. Diese Koalition hält nicht bis zum Schluss durch, das kannst du vergessen. Das kannst du komplett vergessen. Ich sag da nicht, wo du dein Kreuzel machen sollst, aber wenn du vorher rot-schwarz gewählt hast und du machst es wieder da, ja, Bruder, ich kann dir nicht helfen, Alter. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Und es gibt halt wirklich immer noch Leute, die sagen, so wie es gerade läuft, ist gut. Sag mir eine gute Sache. Die da in die letzten... Die haben jetzt ein Dreivierteljahr Zeit gehabt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es wird keine Sommerpause geben. Wir müssen richtig, Alter, weil es ist echt 5 vor 12. Hast du irgendjemanden gesehen in der Sommerpause, Alter? Haben alle fortgewählt. Alle! Durch die Bank, inklusive Kanzler.
Ja, was? Ah, hoppala. Ah, jetzt kommt der Herbst der Reformen. Wie viel Scheißreformen? Wo? Was? Nix ist passiert! Jetzt wird über die Renten umeinander diskutiert. Und wenn das passiert, dass wir länger arbeiten müssen, mehr arbeiten müssen und später in die Renten gehen und unsere Rente in Zukunft auch noch gekürzt wird. Wenn es dann nicht raucht, Freunde der Sonne, oder wenn dann nicht da herum irgendwann einmal ein Lichterl aufgeht, dann kann ich euch nicht helfen. Ich kann euch nicht helfen. Und ich glaube, langsam aber sicher haben wir es mit unserem Gesicht so weit in der Kreissack drin, dass wir nicht mehr rauskommen. Egal, wer dann was zum Sagen hat. Und ob's Partei A, B oder C, die dann vielleicht irgendwas wann zum Sagen besser macht, ich weiß es nicht. Aber recht viel schlechter geht's nicht mehr. Recht viel behinderter und völlig, ist mir egal, was ich mitkriege, was ich her, das Einzige, was ich mir den ganzen Tag denke, so dumm kann keiner sein. So dumm kann keiner sein. Du glaubst doch nicht wirklich, dass wir noch eine Rente bekommen. Gut, das her ist, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Jetzt bin ich 40. Wenn das Rentensystem kaputt geht, dann raucht das Land ab. Ja? Also das ist ich gehe mir schwerstens davon aus, dass wir schon noch eine Rente kriegen. Wenn wir natürlich weiterhin die ganze Welt durchführen, dann werden wir keine kriegen. Ja, da muss ich nicht rechnen, das kann ich einem 4-Jährigen beibringen. Einem 4-Jährigen kann ich das lernen. Da hast du einen Zehner, der ist für die. Gehst und kaufst da was Schönes. Ja, da, Taschengeld. Maxl, halt, stopp! So, da, das ist der kleine... Was fügt man da jetzt für einen am wenigsten rechtsradikalen Namen ein? Das ist der kleine Abdul. So. Der ist jetzt aber bei dir dabei. Und ihr habt beide einen Zehner. Den müsst ihr euch jetzt teilen. Ja, warte mal, Maxl, bevor es losgeht. Und das da hinten, das ist der Abdul Mahatma Habibi. Der geht auch mit. Müsst ihr auch teilen. Und der mag auch 3 Euro. Ja. Und wenn du nicht aufpasst, dann sticht er dich ab. Und nimm sie deine 3 Euro. Fürs gut geht's so oder schlecht? Wie gesagt, ich kann es einem 4-Jährigen erklären. Bürgerchef, wenn du eine Frage stellst, lese meine Antworten. Auch wenn du im Grantler-Modus bist, Alter, bist du ich bin im Mixer, Kruzifix. Ihr lernt es aber halt auch nicht. In Finnland brauchst du nach 3 Monaten einen Job oder ein Geld, sonst kannst du wieder gehen. Für einen Job musst du Finnisch können. Krankenkasse ist in Finnland staatlich finanziert. Die zahlst du nicht selber, beziehungsweise nur minimal. Hat sie da selbstständig hinten? Das stimmt gar nicht, das habe ich vergessen. Ah, halt, Maxl! Maxl dreht sich so um, so mit 2 Messer in der Seite drin. So. Ja, was denn? Also jetzt mal unabhängig davon, ob dir das gefallen hat oder nicht, das ist ja vollkommen wurscht. Ich kriege übrigens noch 2 Euro Steuern von dir. Das ist so in a nutshell. Ne? Und wir haben ja in diesem Land, was ich mir frage ist, ich weiß jetzt Zahlen nicht hundertprozentig genau, aber ich glaube so 2020 haben wir eine Steuereinnahmen im ganzen Land gehabt von ungefähr 1/2 Billion, also 500 Milliarden, glaube ich. Irgend sowas in die Richtung. 5 Jahre später, also jetzt 2025, haben wir über 1 Billion. Das heißt, das sind 1000 Milliarden, das musst du dir mal vorstellen. 1000 Milliarden Steuereinnahmen. Aber das Geld gelangt nicht. Aber komischerweise vor 5 bis 10 Jahren hat es schon noch gelangt, obwohl es unter der Hälfte war. Aber wie kann das nur sein? Also keine Ahnung. Wir haben eigentlich auch schon lange keine Flugplätze in Peru neben den Radlwege, die wir baut haben, die keiner hernimmt mehr baut. Tu mich um mit da jetzt. Ja, und wenn wir nicht aufpassen, steht der Russ vor unserem Haustür und lauter sein Schwachsinn. Dieses Jahr Prognose 990 Milliarden. Okay, dann haben wir noch nicht ganz bei einer Billion, aber was sind schon 10 Milliarden? Zodel. Korrupt. Ich glaube nicht, dass bei uns die Korruption so ein Problem ist. Wir nennen es halt anders. Wir nennen es halt NGOs. Das war schon irgendwie so. Naja. So, das war der Politik-Rant wieder, das war der letzte für dieses Jahr, aber es hat gerade gut passt, weil das mit die Finanzamt-Scheiße, das ist eine absolute Frechheit. Mir geht es ja gar nicht so um den Betrag, natürlich ist der ärgerlich, aber wenn es so kommt, dann kommt es so, dann ist das so.
Wenn ich mich wehren kann dagegen, dann tue ich das. Aber allerdings gegen das Finanzamt verliert jeder. Was ich schon oft einmal gesagt habe, ist, du kannst deinen Mann verarschen, du kannst deine Spezien verarschen, du kannst dich selber verarschen, du kannst die Alte verarschen, aber das Finanzamt verarscht du nicht. Und die ficken die in den Arsch, wenn sie das wollen. Da kann ich als kleiner Pipi-Bürger da nichts mehr. Und wir werden sehen, mir geht es da hauptsächlich um das Prinzip. Weil das ist einfach eine Schweinerei. Und ich reg mich so schon ziemlich lange auf, was in diesem Land so abgeht. Und der Bock in diesem Land zu verweilen, der wird immer geringer. Und das meine ich wirklich ernst. Scheitert an 3 Dingen. Es ist halt einfach nicht so einfach, wie man das meint. Zweitens, es ist immer nur ein Stückchen Heimatliebe. Ich mag eigentlich da nicht weg, weil was soll das? Und drittens, natürlich, glaube ich, dass ich das nicht im Kreuz habe. Sag ich auch frei, muss man einfach vielleicht auch mit zugeben. Weiß ich nicht, ob ich das im Kreuz habe. Weiß ich nicht, ob ich es im Kreuz hätte. Ne, weiß ich nicht. Hier, was der BMXer schreibt, ich hatte eine kleine Autowerkstatt in Finnland, mittlerweile bin ich normal angestellt, bin kürzer getreten seit dem Krieg. Oh, ja, haben wir schon mal geredet. Kann immer ganz so wild denken. Gut, aber Hauptsache, es geht da sonst einigermaßen und so weiter und so fort. Ja, aber cool, wenn das jemand durchzieht, dann kannst du quasi Finnisch. Sag einmal, leck mir am Arsch. So heißt das ein Finnisch. Essen in Skandinavien schreckt mich ab. Ist das mir einfach wurscht. Alter. Das war mir einfach alles wurscht. Haben wir gerade gedacht, kommt zu mir nach Tirol, aber bei uns ist es auch nicht besser. Ich habe vorher schon ein paar Leute gelesen, die gesagt haben, komm nach Österreich. Ich habe keine Ahnung, wie es bei euch hinten ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei euch ein Flunsal besser ist. Die Panzer generieren Wachstum auf dem Kasernengelände. Was? Fischstabel? In Finnland Fischstabel, kommt da der Captain Igloo her? Ich weiß nicht. Hauptsache Geld an Antonio Amadeo Stiftung. Oh, was war das gleich wieder? Nissi, was war das gleich wieder? Ja, ist eh wurscht. Ist wurscht. Es ist halt einfach nur krass, wenn du dir das überlegst, bei uns in diesem Land ich finde unseren Sozialstaat super. Ja, das ist da schleckern sie anderen Länder die Finger danach. Ja, ist doch auch so ein NGO. Echt? Dann habe ich jetzt was anderes gemeint, glaube ich. Es ist sowieso wurscht. Also es ist sowieso wurscht. Wer immer noch, und ich war der Gleiche. Ich gebe zu, entschuldige mich auch dafür. Ich habe übrigens auch ein Video über diese Corona-Idioten gemacht. Ja, ich war der Gleiche. Ich war genau der Gleiche. Ja, das Video ist sehr schlecht gealtert. Sehr schlecht. Sage ich freiwillig, wie es ist. Alles, was ich da drin sage, für das entschuldige ich mich. Alles. Es war alles Bullshit. Ich war genauso dumm geblendet wie alle anderen auch. Damals habe ich noch gemeint, so vor 5, 6 Jahren, da war die Welt noch so halbscheurig in Ordnung. Nein, war es nicht. War es nicht. Hat lange nur gedauert, bis ich das kapiert habe. Aber den Sozialstaat machen sie sich selber kaputt. Absolut richtig. Der Sozialstaat ist die absolut geilste Scheiße, der hat ja richtig gut funktioniert. Ja, aber wenn man da halt einfach 5 Millionen Leute schiebt, die keinen Cent dafür deren, komisch, dann geht das System kaputt, das verstehe ich. Nein, das muss man jetzt erklären. Halt dein Maul, du Nazi. Was? Ja, okay. Jetzt gehen wir ins Bett. Aru Eis schreibt, ich da nach Österreich gehe. Bringt mir zwar nix, aber da darf man nur eine Meinung haben und die Leute sind gut drauf. Ich habe auch den Eindruck, bei uns in Bayern darf man auch nur eine Meinung haben. Ich finde nur, dass diese ganze Social-Media-Kacke hat dafür gesorgt, dass sich jeder über den ganzen Tag in die Hosen scheißt, was er sagt. Ich habe die Schnauze voll von mir in die Hose zu scheißen, was ich mir denke. Ich bin der Meinung, alle, die nicht da sein dürfen, Abflug. Auf der Stelle. Du hast keine Aufenthaltsgenehmigung, tschüss. Ende der Geschichte. Was der mir? Wir geben denen im Monat, was weiß ich, wie viel Geld, eine Wohnung und was weiß ich was. 5 Minuten später wundert man uns, warum wir, wenn wir eine Wohnung sind, keine Wohnungen mehr kriegen. Oder wenn wir eine kriegen, dass die nicht mehr 500 Euro kostet, sondern 2500. Und so weiter und so fort. Ich bin 100%ig davon überzeugt, dass das, wenn die Leute, die wir da durchfuhren, die wenn fortwarten, werden sehr viele Probleme gelöst. Nicht alle, das habe ich nicht gesagt, aber sehr viele. Unter anderem Wohnung, unter anderem die ganzen Krankenkassen etc. und so weiter. Du musst bei uns 10 Euro, von 10 Euro, die du verdienst, gängen 7 Euro an irgendwen. An irgendwen und 3 kriegst du selber. Und das ist einfach Frechheit. Kalle! Lies mal letzte Dono, beschreibt es am besten. Wären wir rechts, müssten wir Moscheen beschützen, keine Weihnachtsmärkte. Das ist also diese geile Stadtbilddebatte, oder?
Das ist so, es ist so lächerlich. Jeder weiß, was gemeint ist. Jeder weiß, was gemeint ist. Keiner sagt's. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht mehr selber sicher, ob ich es sagen mag. So weit haben sie gekommen. Ich sitze da und überlege, wie sage ich jetzt das. Ohne dass da jemand daheim sitzt und sich aufregt. Ich brauche nichts sagen, weil jeder weiß, was gemeint ist. Ich rede nicht von Trägern am Boden. Ja doch, von dem rede ich auch. Jeder weiß, was gemeint ist. Jeder. Jeder. Und das ist ein Paradebeispiel dafür. Man darf ja die Meinungsfreiheit, du darfst in dem Land immer sagen, was du denkst. Ja, du musst ja mit den Konsequenzen rechnen. Na. Birger, lies mal da noch. Kruzifix. In Finnland sagt man da Heiska Paska. Heiska Paska! Heißt Riechscheiße. Oder Satana Perkele oder Kusi Pae Piskopf. Kann ich mir nicht merken. Ist schon wieder vorbei. Finnland wird nichts mit uns. Das wird nichts mit uns. Die Polen machen das auch nicht verkehrt. Die sind stolz darauf, dass keiner reinkommt, der da nichts verloren hat. Ich verstehe auch nicht, wo kommt denn der Nazi-Gedanke her? Versuch doch mal, was nehmen wir für Land? Versuch doch mal, ist doch scheißegal, nehmen wir Mexiko. Versuch doch mal nach Mexiko einzuwandern, ohne Aufenthaltsgenehmigung. Probier's halt mal und schau, was passiert. Ich verstehe nicht, wo das scheiß Problem ist, dass man seine verdammten Grenzen zuhält und kontrolliert. Da deren soll ja so, wer seine Grenzen kontrolliert, das ist der nächste Goebbels. Ja, sondern ist Schwachsinn. Oder mach das mal in die USA, ja? Probier doch mal in die USA einfach so einzuwandern, ohne Aufenthaltsgenehmigung, ohne Visum, ohne alles. Mach doch das mal. Ich verstehe es halt einfach nicht. Wo das scheiß Problem ist, wir haben ja immer unsere Grenzen kontrolliert. Immer. Da waren wir auch noch keine Nazis nicht. Jetzt sind wir es aber. Hä? Herr Marktag, das ist ein guter Punkt. Lass doch einfach einmal der Haustür über Nacht auf. Wieso lässt denn eigentlich der Haustür über Nacht nicht auf? Hey, geh doch mal bei uns in Landau draußen vom Kaufland zu Fuß ins Krankenhaus auf in der Nacht. Lass doch mal deine Tochter in Landau vom Alcatraz hinten, heißt nicht mehr Alcatraz, das ist Castello mittlerweile, bis zum Krankenhaus aufgehen, weil es da im Neubaugebiet wohnt. Warum nicht? Warum denn nicht? Wieso denn nicht? Jetzt sag halt, wieso denn nicht? Hast du Angst, dass ein wild gewordener Rechtsradikaler aus den Stauern rausspringt oder was ist das Problem? Also, ohne Scheiß. Und das letzte Argument ist immer, du bist rechts oder ein Schwurbler. Ja, dann sag mal, wo ich gerade irgendwas schwur... Also, ich weiß, dass du mich gerade nicht meinst, Herr Luxor. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Dann soll jemand, der mir jetzt aufgrund dieser Aussagen der letzten Stunde wahrscheinlich jetzt dann bald, der mich Schwurbler nennt, dann sag mir, wo ich geschwurbelt habe. Sag mir, was nicht stimmt. Sag mir, was nicht stimmt. Birger, der Berg ist so anstrengend, Birger. Dann geh runter. Gehst vom Krankenhaus ins Alcatraz runter, um 1 in der Früh. Deine Alte oder deine Tochter oder wer auch immer. Vielleicht auch du allein. Ja? Warum tust du das nicht? Verstehe nicht. Komisch, wie ich 14 war, habe ich das schon da kennen. Völlig problemlos übrigens auch. Und das habe ich oft da. Sehr oft sogar. Und ich habe ich einmal Stress gehabt? Nein, nicht ein einziges Mal. Aber du kannst es ja heute mal probieren. Probier's halt mal. Ich weiß nicht. Ungarn macht's richtig. Ich weiß, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, was der Orban da hinten da so treibt und was da so los ist. Deswegen mag ich mich da dazu nicht äußern. Aber bei Polen weiß ich ein paar Sachen. Und die sind super simpel. Die versteht auch ein 4-Jähriger, die versteht sogar ein 2-Jähriger. Zero. I love our zero. How many immigrants do you take in the last, keine Ahnung, und in the next 5 years? Zero. Komisch, Polen hat keine Betonballer vorher in die Christkindlmärkte. Wieso? Wieso eigentlich nicht? Wieso schaut jetzt eigentlich also ein polnischer Christkindlmarkt so fröhlich aus? Wieso braucht jetzt Polen keine so Betonpoller? Das verstehe ich nicht. Kannst du mir das mal erklären?
Egal, wer mich gerade Schwurbler nennt, aber das war schön, wenn einer von denen mir erklärt hat, warum jetzt die da keine Betonballer brauchen. Kann das sein? Habt ihr da vielleicht eine Idee? Habt ihr da eine Idee? Hat irgendjemand eine Idee? Die lassen nicht alle rein, was nicht da sein soll. Und warum heißt der Christkindlmarkt? Und warum heißt der Christkindlmarkt in Polen? Heißt der Christkindlmarkt in Polen? Ich weiß nicht. Heißt der Weihnachtsmarkt? Das ist mir wurscht. Ich kann dir sagen, warum. Zero. Der Bambi schreibt ja, aber wenn ich so kriege ich einen Bann. Von mir ganz bestimmt nicht. Und ich habe auch kein Problem damit, mit Linke zu unterhalten oder so, aber probier das mal. Faschister, halt dein Maul. Halt dein Maul. Schluss. Hast du schon mal einen kriminellen, was? Hast du schon mal einen kriminellen Chinesen gesehen oder gehört? Ich weiß nicht, was ein kriminellen Chinesen ist. Das sind alles Einzelfälle, an denen wir alle, stimmt, Thoughts and Prayers. Ist ja auch eine Scheiße. Was habe ich gestern erst gelesen? 2 12-Jährige haben am Kioskbesitzer einen Damm abgehauen. Mit einer Machete, oder? Was für Stadtbild, oder? Was? Ich weiß nicht, was mit dem Stadtbild du mir eigentlich sagen willst. Verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Ja, wirst Finanzminister. Ich konnte mich früher als Punk mit bunten Haaren besser mit Nazis unterhalten als heute mit Linken. Same here. Ich weiß sehr genau, von was du redest. Same here. Alerte, wo ist die Bertha? Geh mit der Shoyoka, kannst du dich doch super unterhalten. Ja, mit den Leuten in Gießen hat man sich auch gut unterhalten können. Ich weiß nicht, ob da haben Reporter vertrieben worden. Freie Reporter. Ob man die mag oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Spielt keine Rolle, ob du die Reporter magst oder nicht. Das ist ein freies Land, Freunde der Sonne. Ich kann reporten und berichten und filmen von öffentlichen Veranstaltungen, wann und wo ich will. Die sind da vertrieben worden. Von Linke. Weißt du, wer sowas auch macht? Ich versuche es wieder einem 4-Jährigen zu erklären. Weißt du, wer sowas auch macht? Faschos. Upsi. Ups. Was? Hä? Stadtbild? Faschos? Hm? System Overload. Nazi! So, und jetzt gehen wir ins Bett. So! Jetzt haben wir genügend hineingeschmolzen. So, jetzt ist Schluss mit Rumdonetten, Leute. Ich entschuldige mich beim Nachschau-Squad dafür, dass der Polit-Rant mir wieder mit drüber war, so einmal im Quartal, ja, muss reingeschissen werden. Allerdings war das Finanzamt der Trigger halt, aber falls irgendjemand tolle Gegenargumente hat, ich bin ganz ohr. Wenn ich dann nicht mehr weiß, was ich sagen soll, schreie ich euch als, wie nennt man eigentlich, Zecken. Beschimpfe euch als Stalinisten oder irgendein Scheiß. So. Der Politrand muss. Ich habe immer geschworen, dass der nicht um solche Themen wie Politik und so weiter geht, weil am Ende des Tages kann ich als Creator und als meine Person, da kann da nur verlieren. Ja? Sicherlich habe ich dort Leute, die immer zustimmen. Das ist ja klar, es ist immer jemand da, der zustimmt. Aber genauso habe ich wahrscheinlich genauso die anderen 30%, wenn ich mir so die prozentuale Verteilung aktuell bei den zukünftigen Bundestagswahlen anschaue, habe ich so 30%, wenn ich Glück habe, die sagen, alle du Nazi-Wichser. Den ist jetzt gerade vollkommen in den Schalter gelegt hat. 100 Pro. Oh lecker, das ist voll der Nazi-Wichser. Spinnst du? Das schwurbelt ja da in dem YouTube umeinander. Ja, ist nicht schade um euch. Tschüss dann. So. Das Geld, das du von den Leuten schnorst, das mag ich sowieso nicht haben. So! Und jetzt gehen wir ins Bett. Bürgermeister ist immer gut. Nein, das ist nicht immer gut. Aber habe ich mit Sicherheit auch schon ab und zu Scheiße erzählt. Wo ich mir im Nachhinein, Corona zum Beispiel, da war ja auch einer von denen, die sich zuerst gedacht haben, ja, Corona ist alles Bullshit, genau deswegen von uns gleich mit den Laster weg. Ja, es war halt alles Bullshit. Jetzt im Nachhinein weiß ich es, bin schlauer geworden.
Das war für mich so der letzte kleine Hebel, wo ich sage, nein, ich glaube nicht mehr alles blind, was in diesem Dreckskasten läuft. Nein. Nö, wieso? Wieso eigentlich? Du hast nicht gesagt, dass das wahr ist. Weiß ich nicht. Du hast einen Luxus halt noch nicht gelesen. Luxus schon wieder! Birger, ich habe deutsche Nachricht gesehen gestern. Wo bist du? Ah, du bist der Österreicher. Und da sind 8 Leute mit Kran zum Wegheben der Poller alle 15 Minuten, dass die Bahn durchkommt. Schau. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, wo war's? Köln? Was in Köln? Ist ja wurscht, wo es war. Da stehen vor die Christkindlmärkte diese Poller, das sind die Betonpfosten. Ja, damit kein durchgeknallter Islamistensepp mit seinem Auto in die Leute fahren kann, so wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich nicht mehr. Ist ja vollkommen wurscht. Deswegen müssen wir Betonpoller übrigens aufstellen. Ja, ich sag's einfach nur, wie es ist, weil sich keiner mehr was sagen traut. Und dann muss ich halt wieder herhalten. Das hilft ja eh nicht. Und das hat man da so schlau gelöst. Da fährt der Straßenbahn durch. Also da fährt der Straßenbahn durch und da steht halt dieser Betonpoller vorbei. Und den kannst du nicht einfach wegnehmen, weil es ist ja ein Betonpoller. Der wiegt ja irgendwas. Den kannst du nicht zu zweit oder zu viert wegnehmen, sondern da steht. Ich glaube, wir haben so eine kleine Schubraupen und alle Viertelstunde stehen da 2 Leute. 2. Die stehen da den ganzen Abend wahrscheinlich. Die müssen wir mir zahlen von unserem Geld. Die stehen da. Wenn dann die Bahn kommt, die Straßenbahn, dann wägeln die das Wägel da so für alle Viertelstunde. Heben den Poller weg, von 5 Meter auf die Seiten, dass die Straßenbahn durchkommt und dann fahren sie ihn wieder hin. Und dann stellen sie sich wieder an die Seiten hin und schauen. Augsburg ist das, okay. Wie komme ich auf Köln? Ist es sowieso vollkommen wurscht. Da gibt es mit Sicherheit auch einen Christkindlmarkt, wo das so gemacht wird. Es ist halt einfach, und dann wird sich gefragt, ja, was meinen sie mit dem Stadtbild? Ich weiß nicht. Vor nicht mal 5 Jahren haben wir keine Betonpoller gebraucht vor dem Christkindlmarkt. Wieso braucht man die? Wieso braucht man die? Hallo, sagt's mal! Wieso? Naja, so. Alle 7 Minuten sogar. Und stell dir vor, das ist deine Arbeit, oder? Stell dir vor, das ist deine Arbeit. Das ist so geil. Es ist so geil. Und anstatt, dass man diese Trottel alle nach Hause fährt, alle, gnadenlos. Du hast dir nichts verloren, hast einen Ausweis, nein, tschüss. Fertig. Es war so einfach. Hey, wer bist du? Und es ist mir auch vollkommen wurscht, wer das dann ist. Wenn da ein Amerikaner zu uns herkommt. Oder, wer ist denn unser Extrem? Oder ein Österreicher. Ja, ihr habt's quasi mir so ein bisschen ihr. Aber halt auch nicht, ihr wisst schon, wie ich es meine. Wenn ein Österreicher umgibt, du hast keine Aufenthaltsgenehmigung, du hast keinen Ausweis, dann kommst du hier nicht rein! Fertig! Ich verstehe das Problem nicht! Ich verstehe nicht drauf, wie da jemand auf die Idee kommen kann, dass das Nazi ist. Nazi! Das haben sie ins Hirn geschissen, du Trottel. Nein, ich verstehe es nicht. Das werde ich ja nie verstehen. 10 Stunden am Tag lang müssen die das machen. Alle 10 Minuten verliebt sich ein Mensch in einen Pollership. Made my evening. Dankeschön. Herr Luxer, in Salzburg sind die zum Versenken mit Fernbedienung, war ja so ein krasser Aufwand. Die kosten einen Haufen Geld und irgendwann haben die kaputt und wer hat's zahlt? Du. Und warum hast du das zahlen müssen? Weil irgendwelche geistesgestörten Islamisten-Spacken daherkommen, unser Geld haben wollen und uns aber alles, wofür wir stehen, was wir aufgebaut haben, wer wir sind und wo wir leben, auf den Tod hassen. Und wenn sie nicht wissen daten, dass kein Cent Geld mehr kriegen und nicht wissen daten, wo es hieß so hätten und überhaupt und sowieso, dann daten sie uns alle umbringen. Weil die alle ein wenig. Und ich rede gezielt von Islamisten übrigens, gell? Nicht von alle, die an irgendwas Bestimmtes glauben. Wichtig. So. Direkter habe ich es jetzt nicht sagen können. Du hast hier nichts verloren. Tschüss. Du bist geil auf. Was weißt du nie? Du möchtest der Scharia? Ja, schön. Da kenne ich ein paar Länder, da ist es so. Da gehst du hin. Da ist alles super. Wenn du das magst, tipptopp. Hauen sie rein alle, aber hier halt nicht. Bürger, na nicht Islamisten, das sind Einzelfälle. Ja, freilich. Ich gebe dir Brief und Siegel, sobald sie die Möglichkeit haben. Rammen sie uns, ja,
Ist immer das Gleiche. Gibt es da nicht diesen einen Ausschnitt von diesem Scheich, der mal auf Englisch das erklärt, so mit Political Correctness, there will come a day where political correctness, bla bla bla, in Europe, und dass man viel mehr Anschläge bei uns sehen wird und aus Political Correctness und aus zu viel Toleranz halt einfach. Weil man jeden Idioten da reinlässt und dann passiert das. Weil wir meinen, wir wissen es besser wie sie da unten. Warum nimmt denn von denen da unten keiner einer? Die haben mehr Geld wie mir. Der Scheich Sepp. Ah, wieso? Wieso nehmen denn die keine? Ist komisch, dubios, wie kommt's? Verstehe ich nicht. Und währenddessen sitzt der Pole da, feiert friedlich Weihnachten und denkt sich, Zero. Und recht hat er, der Pole. Ja, was ist denn gerade aus Polen geworden? Ja. Wird der Mittermeier, was der Mittermeier oder der eher mit dem Spitz da herfahren, wie der geheißen? Mein Gott, die kann man nichts mehr merken, ich bin total behindert. Polen haben einen Marathon erfunden. Haben wir Polen da? Nicht, dass wir vor meiner Haustür stehen und weiß das schon. Haben einen Marathon erfunden, gehen zu Fuß ins Bad und kommen mit dem Radl, irgendein Appelt, genau. Gehen zu Fuß ins Bad und kommen mit dem Radl wieder heim. Ja, und der lustige Spaß ist, denn wenn du einem Polen erzählst, dann lacht er. Dann findet er richtig lustig. Das geht heute nicht mehr. Grandlarbeit! Das Geile ist, die Kriegsflüchtlinge bei uns machen Urlaub in dem Land, wo sie geflüchtet sind. Ja, kommt vor, hab ich auch schon mitgekriegt. Da fliegt man dann nach Syrien oder sonst wo hin, kurz mal in Urlaub oder in die Ukraine auch. Da ist Krieg, oder fahren wir jetzt schnell in Urlaub hin. Was? Ja, zum Besuch heim. Was genau tust du dann da? Ja, bei euch gibt es einen Haufen Kohle, hab ich gehört. Von Tag 1 übrigens. Und das ist auch in Ordnung. Man, die haben einen Krieg daheim. Aber irgendwann muss mal gut sein. Ja. So, und jetzt hören wir auf. Das mache ich nicht mehr. Bin ich gespannt, was wieder für schlaue Kommentare hinten noch kommen. Den es schon wieder unterm Tisch triggert, dass alles zu spät ist. Meine Damen und Herren, was haben wir denn? Ja, hier. Isabella schreibt. Ja, hier, Team Polen. Hey, verdammten Polen, ich bin ja mit einigen. Ich bin in meiner Kindheit, ich bin aufgewachsen mit unendlich vielen Türken, Polen, Tschechen, Deutsche natürlich auch und Italiener. Das waren so, in meiner Kindheit waren so, die Türken waren die meisten. Ich bin mit mehreren Türken aufgewachsen als mit Deutschen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und deswegen nehme ich mir so ein bisschen heraus, zu wissen, wie die ticken. Und da haben ein paar dabei heute, denen geht es richtig gut. Die reden wahrscheinlich bayerischer als ich. Schöne Grüße an den Fuf. Da haben aber auch ein paar dabei gewesen, die haben halt nicht mehr am Leben. Aus. Und die haben keines natürlichen Todes gestorben. Okay? Der Ego ist auch Polski. Wir haben uns sogar mal persönlich getroffen. Haben wir? Wo? Wir haben nicht geschmust. So geht das für ihn. War Joke. So. Pole hier, glaubst du selber nicht, dass ich mit Fuß zu dir traue, deinen Geschichten noch? Mr. Bomas. Schau her, die ganzen Polen-Teil, wo haben die halt? Wir haben ja, müssen wir jetzt die dritten Lieblingsnachbarn rausholen oder was? Meine Krise oder Nord- oder Südpolen? Bubertshandel, was? Der Ego ist auch Polen, ja, das habe ich schon gelesen. Wie viel feidig magst sein, als Land nicht wieder aufbauen? Das weiß ich nicht, was das heißen soll. Landau beim Griechen? Das kann ich nicht mehr auseinanderhalten, weil Landau beim Griechen, wie 9 von 10 Mal von irgendjemandem angeglaubt. Ich weiß nicht mehr. Ja, das hätte dem Griechen nicht gefallen, wenn wir geschmust hätten. Sagen wir es, wie es ist. Polen-Squad-Kürzel ist dann Reifen-Squad, aber warum sind Polen mit Reifen? Weiß ich nicht. Und ich möchte nur mit Nachdruck, es ist mir scheißegal, wo du herkommst. Es ist mir scheiße, von mir aus kommst du aus fucking Zimbabwe oder sonst wo. Ist mir wurscht. Es gibt doch auch gibt's nicht auf TikTok den was ist denn der politisch korrekte Terminus selber? Das Lustige ist ja, wenn ich zu ihm das N-Wort sage, dann lacht er wahrscheinlich.
Der Schwarze, der Koch. Oh ja, Freunde, heute machen wir ein wenig Schupfnudeln. Da sitzt ihr da und mitzureißen, ist einfach nur geil. Es hat überhaupt nichts. Nichts mit deiner es hat alles mit deiner Herkunft zu tun. Kultur und Herkunft ist das Problem. Nicht deine Hautfarbe, nicht deine Rasse, nicht dein Land, nicht dein irgendwas sonst, sondern wie du aufwachst. Und wenn du 12, 14, 16 Jahre in einem extrem Islam geprägten Land aufwachst, dann passt du hier nicht her. Und mir übrigens auch nicht da oben. Also das geht in beide Richtungen. Aber wir wollen auch gar nicht da oben. Aber sie wollen alle jetzt... Ja, was weiß ich. Gantler, du musst dich noch bei alle Downies entschuldigen, weil es das mit dem März verglichen hat. Das stimmt. Mein sehr geehrter Schwerbehinderten-Squad, wir haben ja ein paar. Es tut mir wirklich leid. Mir fällt mir dieses glatt raus, es tut mir leid. Das habt ihr nicht verdient. Keiner soll als März bezeichnet werden. Keiner. Normalerweise wird man jetzt, wenn ich noch jünger gewesen war, wird man jetzt hinten noch ihr behinderten Trottel rausgerutscht. weil sie, und das Geile ist dann, sie hätten sie totgelacht, weil sie genau wissen, sogar sie wissen, wie es meinen. Und daneben steht wieder irgendeine Karen, die sich dadurch getriggert fühlt. Ich bin behindert, beleidigt. Ja, bloß weil du humorbehindert bist und gar nichts mehr rallst und gar nichts mehr gespürst. Ja. Kali! Warum sind es denn nur junge Männer und die von früher, warum flüchten die denn jetzt? Plus, wer aus dem Krieg kommt, hätte gar kein Geld hierher zu kommen. Bruder, du musst unbedingt hier Punkte und Kommas verwenden. Da haben wir schon mit drüber geredet. Das ist wirklich... Aber ich weiß, was man sagen möchte. Also, da möchte ich wetten. Wenn ich das tue. Und jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Kruzifix. Ich kann mir keinen Namen merken. Es wird nie wieder besser in meinem Leben. Ihr wisst, der Vorstand vom, wie haben wir es genannt? Spackensquad oder sonst irgendwas. Hegemann, ja, Grütze, fix. Der darf sich totlachen. Genauso wie mich über seinen Witz totlacht, wenn er im Rollstuhl umeinander fährt. Geh mal da hinten, geht nicht. Und fährt mit seinem Rollstuhl aus. Da sitze ich da und stirb vor lauter Lachen. Ich sterbe. Und nicht, weil er, ja, wenn ich das erklären muss, dann kehrst du eingekastelt und im Rollstuhl angefahren und nicht ihr. So, jetzt gehen wir aber ins Bett. Habe jetzt noch 1,5 Stunden lang geredet. Ja, Kafka, den Quinoa meinst, den bayerischen Gott, ich weiß nicht, wie er heißt. Jetzt da, wo es meinen Namen hinschreibt, Quinoa, ich weiß nicht, wie er heißt. Weiß ich nicht. Macht auch gerade nichts Klick jetzt, was du den Namen her schreibst. Aber ich glaub dir das jetzt einfach einmal. Der bayerische Koch, ja, ein Schwarzer, der halt umeinander tut und ultra bayerisch redet und halt völlig, also absolut perfekt unseren Dialekt, weil er halt da aufgewachsen ist. Das ist so lustig zum Anschauen einfach und so, ja. So, jetzt gehen wir aber. Ohne Politik ist immer bei 230 hängen geblieben. Was? Nein, kein Bett ist gerade auch so schön. Es tut gut, gell, wenn jemand mal sagt, was sich der Rest denkt. Wir wissen, was du meinst. Der Mike, ich komme mir immer komisch vor, wenn ich Michael sage. Für die brauchen wir einen Spitznamen. Du bist aber nicht, bei dir steht nämlich auch Michael-ZG8XN hinten dran. Und ich habe immer irgendeine seltsame Person, die glaube ich heißt aber Michaela- minus und dann irgendeine komische Nummer, die seit keine Ahnung wann, jetzt mal vor dem Stream, irgendeine völlig kontextlose Sache schreibt. Das bist aber nicht du, oder? Nicht, dass ich mich da verlese. Gibt ja auch den schwarzen Traktorfahrer, der Friesisch redet. Den glaube ich kenne ich nicht. Mühe. Ja gut, einigen wir uns an Mühe. So, jetzt schleiche ich mich. So, und ihr schleicht euch auch. Freunde der Sonne, ich wünsche euch... Oh. Werbung. Kaufen. Schwarz-Weiß. Pulli, T-Shirt, Kissen, plus 1000 andere Sachen. Und Poster. Qualitätswerbung. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Es reicht jetzt. Freunde der Sonne, wir sehen uns diese Woche am Freitag nicht, dafür wieder nächste Woche am Freitag, da spielen wir am PoE. Was man mir generell nächste Woche, über das hätten wir eigentlich reden sollen, was spielen wir am nächsten Mittwoch? Also Montag ist klar, da spielen wir auf alle Fälle das Patch, aber am Mittwoch
Naja, da frage ich euch dann im Discord, das sehen wir dann schon. Schleichen wir uns ins Bett. Es war mir ein Fest. Hat mal wieder raus müssen. Ab nächster Woche ist dann wieder Schluss. Versprochen. Bis mindestens Februar, März irgendwann. Außer sie verkacken vorher. Dann mache ich vielleicht sogar mal einen extra Stream drüber. Weil dann kann ich zweieinhalb Stunden lang alle Viertel die Stunde in die Kamera blären. Ich hab's euch ja gesagt, ihr Trottel. Aber auf mich hört ja wieder mal keiner. Der Miche ändert bis dahin seinen Namen, recht so. Und wir sehen wir uns dann nächsten Montag, beziehungsweise am Sonntag im Discord, wenn ich die Ankündigung schreibe. Und dann sehen wir uns spätestens live nächsten Montag um 20 Uhr. Freunde der Sonne, ich weiß, da ist noch ein bisschen hier, aber das ist ja wurscht. Ich wünsche euch vorab ein schönes Wochenende. Wir haben bloß noch 2 Tage, die boxen wir auch noch durch. Und bei mir ist das sowieso bloß noch einer. Freitag frei, Bitch! Und dann sehen wir uns nächste Woche Montag wieder. Es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Danke für die Donations alle. Ich hoffe, ich habe keine übersehen. Hoffentlich ist keiner Bock hat. Ich hoffe, der Nachschauungsquote ist mir nicht besser, dass ich jetzt 1,5 Stunden lang einen Politik-Scheißdreck anhören habe müssen, aber ich diskutiere gerne in die Kommentare. Sehr gerne. Oder noch besser im Discord dann. Da haben nämlich auch noch ein paar mehrere, die dann... Ja, also wurscht. Wir sehen uns nächsten Montag. Hauen Sie sich hinein. Grillsenf. Jetzt schleicht es euch bis nächsten Montag. Habe ich die